Erlaubt mir just ein paar Remarken zu machen. Das ist wichtig, dass ich an einer Demokratie beteiligt, dass ich unter Demokratie beteiligt und dass ich richtig informiert. Es gibt leider genug Plätze an den sozialen Medien, andere anderen Plätzen, leider auch sogar an der Presse, wo Bildfeld von der Politik gemerkt wird, ein bisschen, ich gebe nur mal so, verfärbt, dass vielleicht auch nicht realistisch ist. Finalement sind Politiker alle Leute, die sich engagieren, die können noch oben chillen oder an die Kino gehen oder mit Kollegen etwas essen gehen, aber sie dezidieren, sich zu engagieren. Und das verdient mal von allererst also Respekt, egal auf welcher Partei, dass die Leute sich engagieren. Und dann muss er aufpassen, dass er nicht Fake News an anderen Domäten darüber her, da liest, ich kenne ein paar Beispiele, was soll ich da wählen gehen? Meine Stimme, was steht dann aus? Wie wollen wir dann alle gut dazu? Oder, ja, da versprechen sie etwas. Und er nur sie sich nicht und alles gehalten. Ja, aber das ist so in einer Demokratie. Wir sind heute in Lützeburger Land, wo normalerweise keine Partei fertig bringt, 31 von 60 Deputierten zu kriegen und alles längst zu dezidieren, also gibt Koalitionen gemacht, es gibt mal nicht geschwärzt. Wenn ihr informiert seid, wisst ihr, dass man seit 10 Jahren eine Regierung und die aus 3 Parteien besteht. Aber wenn ihr zu 3 unterschiedliche Ideen hört, dann ist das immer ganz normal, dass ihr unterschiedliche Ideen hört zum Logement, zur Entwicklung von der Gesellschaft, zur Education und zu anderen Sujeten. Und da muss ich noch, wenn so schön seht, Wasser an den Wein schütten. Und da können Koalitionsprogramme raus, wo alle Parteien probieren, natürlich ein Maximum vom Programm mal dran zu bringen, den ihnen wichtig ist. Aber, wie gesagt, da kann ich nicht allein dezidieren. Allein dezidieren, das geht an Autokratien oder an Diktaturen. Und da haben wir ein bisschen ein anderes System. Und ich meine, das ist nicht das, was wir uns wünschen, weil da geben wir länger eine Manifestation, wie die heute durchgehen, dass verschiedene von uns an die Prison kommen. Ja, das ist nicht das, was wir uns wünschen. Wir leben in einer Demokratie, an einer pluraler Demokratie, wo es viele Meinungen gibt, wo es ganz normal ist, dass Leute unterschiedliche Ideen haben, wie sie sich die Zukunft vom Land vorstellen. Dann sind wir beim dritten, letzten Punkt, auf den ich noch voll da gehe. Ich habe das letzte gelesen, aber die sitzen an der Chambre bei ihnen zu diskutieren und zu streiten, und dann gehen die zusammen eine Pizza essen. Aber Gott sei Dank gehen die zusammen nur eine Pizza essen. Wer da war dann, dass sie mal Messer auf den Lass gehen. Das ist ein soignierter politischer Debat, und wir werden noch heute hoffentlich ein soignierter politischer Debat erleben, wo Leute, die sich in einer Partei angeschlossen werden, sich dafür engagieren, ihre Meinung wollen verkaufen, sie wollen nicht verkaufen, sie wollen dem Wähler den 8. Oktober verkaufen. Das ist ein ganz normaler demokratischer Prozess, wo nichts drin zu bemängeln gibt. Die Leute verdienen als Respekt, dass sie sich engagieren. Als Respekt, wie gesagt, verdient auch der Jugendrat ans Zentrum für politische Bildung diese Manifestationen, wie die heute noch Bein stellen. Und dafür will ich auch nicht mehr allzu lang das Wort monopolisieren. Ihre Schöne dem Herr Azevedo dort Wort gehen, den Moderation möchte, aber wie gesagt, als Politiker auch vorstellt, gehen ich schnell kurz das Wort und als Schülerkomitee, den auch den einen oder anderen Message für euch hört. So, guten Morgen alle gut. Wir sind das Schülerkomitee und wir wünschen euch alle herzlich willkommen heute hier am Lycée du Nord. Wir sind froh, so viele Schüler zu sehen, die heute in dieser Table Ronde teilnehmen wollen. Wir wollten uns kurz als Schülerkomitee vorstellen und euch von unseren neuen, auch von unseren alten Projekten erzählen. Momentan besteht unser Komitee, wie ihr seht, nicht aus vielen Membern, nicht aus 6 Stück. Das wird sich aber demnächst ändern. Für neue Verstärkung zu kreieren, sind nämlich Komplementarwahlen geplant, die den 23. Oktober werden stattfinden. Zu denen werde ich Carmen Hannover noch mehr erzählen. So, dann stelle ich euch kurz als Membern die noch aktiv sind. Und dann haben wir einmal Clara Petit-Nicolas, Dariana Sussig, Carmen Richard und ich sind Emily Peters. Als 2 weitere Membern, die noch aktiv sind Joanna de Carvalho-Georges und Zoe Neser, die mir leider heute entschuldigen müssen. So, und dann gehe ich auch direkt weiter, den Mikro weiter und Dariana, weil ich da von unseren alle Projekt erzählen. Dem letzten Jahr haben wir als Schülerkomitee als traditionelles Schulfest organisiert. Dafür haben wir eine Rolle für alle Schüler gemacht, sowie auch mit Hilfe von den Sportprofen an der Option Sport und Sportstournoi. Nur der Schule hat es natürlich nicht abgehalten, aber wir haben auch Live-Musik organisiert, wo alle Schüler sich melden für aufzutreten. Beim Aufrichten hat jeder eine Hand mit angepackt.
Das ganz fest gouf natürlich auch so großen Erfolg, weil wir Hilfe hatten vom Älterenkomitee, Profekomitee, der Amikal und auch von der Direktion. Neben dem Schulfest haben wir auch andere Sachen organisiert, wie zum Beispiel als Christmacht. Hier am Lycée. Zusammen als Schülerkomitee haben wir als Lycée sowie als Christbäumchen dekoriert. Dazu hat sie mir gewünscht für die Schüler gemacht, wenn die schönste Christbild für die Christbäumchen mitbringt. Und auch anderem, weil wir ein traditionelles Christbäumchen wollten haben, mit vielen Farben und verschiedenen Bullen. Wo nicht nur mit Angst fängt. Eine flotte Idee haben wir gehabt, für die Schüler mit anzubeziehen. Weitere Projekte waren Dekorieren vom Kaffeehaus. Auch für 2 Jahre goufen Pulloveren gemacht. Sowie auch eine andere Sache mit dem Logo vom Lycée. Das Jahr machen wir so ähnliche Sachen wie die letzten paar Jahre. Aber das Jahr ein bisschen mehr groß und vielleicht auch verbessert. Wir machen das Jahr auch an Pulloveren und andere Kleidungsstücke, die wir verkaufen für die Schüler und Profen. Das war auch schon von unserer Seite aus. Wir wollen aber aufrufen, dass es noch 7 Plätze am Schülerkomitee frei sind, für die sich wollen engagieren und interessiert Schülerkomitee wären. Die melden sich für die kommenden Komplementarwahlen. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung. Merci, vielmals merci für die Nullastern. So, ich soll ja schon einmal kurz machen, dass Claire und ich sind Nadine und wir sind heute vom Jugendrat. Ich wollte ja schon einmal kurz aber so, was der Jugendrat so ist. Wir sind ein Dachverband von der Lützeburger Jugendstrukturen und der hat dann bei uns Membern eben wie die Jugendparteien, aber auch beispielsweise Scouten oder den OGB Algen, den LCGB, das heißt die Jungen von den Gewerkschaften. Und wir probieren da so viel wie möglich Meinungen von erst zu bündeln und mit weiterzuholen bei Politikern und aber auch auf anderen Plätzen. Wir haben erst auch einen Flyer gemäht und einen Site. Der Flyer von der draußen an 5 Sprachen, wo da ein paar Informationen kurz fand zu den Wahlen Sonntag. Und ja, voilà, also für mehr Info gerne auf Jungwelt.lu gehen. Voilà. Für auch nicht viel Zeit, eine Wasch zu holen. Kannst weiter für die Grundwand. Voilà. Das ist ein Event von uns, auch ein von den größten. Das ist den 24. November, der Jugendkonvent. Den ist an der Chamber all Jahres. Schon die 18. Kehr, meine ich. Du hast die Möglichkeit, Neues an Workshops erst anzuschreiben. Das Jahr sind die dort 4 Sujets im Programm. Inklusion, Gleichberechtigung, Mobilität und mentale Gesundheit. Du diskutierst da mit Experten zum Sujet, die da begleitet. Der schafft auch Fragen aus oder Forderungen natürlich auch. Und mittels könnt ihr das dann an der Plenär den politisch Verantwortlichen vorstellen. Da Schreibungen sind schon ab für den Konvent und der geht auch da freigestellt von der Schule aus, wir können da runterdealen zu wollen. Voilà. Das wäre doch schon und da ging es dem Pit vom ZPW fort. Viel Spaß. Merci für die Wort. Merci für die Wort und dann noch merci für die Organisation. Ich wollte das just klarstellen, noch schon die Leschke, dass den Jugendrat die Dateien organisieren an mir als Zentrum für politische Bildung, wir stellen just Smartwählen für. Dafür ein großes Merci und die Jugendrat. Man fängt einfach ganz kurz an. Wer weiß, was Smartwählen ist? Okay, das ist noch ein bisschen Luft nur, wenn Smartwählen ist ein Informationstool. Da können da 44 Fragen beantworten zu 12 verschiedenen Themenbereichen. Dazu noch, bevor diese beantwortet, schon Kandidaten, schon 500 von 649 angeschriebene Kandidaten, froh beantwortet und zu den meisten auch Kommentare und Erklärungen geschrieben. Dasselbe haben die 12 Parteien gemacht, die bei den Chamberwahlen das Jahr antreten. Das heißt, von der Frauen, pardon, ich war schon wie weit, das ist auch ein Projekt von der Uni Lützeburg, nicht zu vergessen. So gesagt, dann eine Frage zum Beispiel aus, die Möglichkeit mit ja, echter nee oder keine Antwort zu geben. Die könnt bei allen Fragen der Frage eine Gewichtung geben. Wenn echt Frage extra wichtig ist oder Männer wichtig ist, könnt ihr das machen, muss ich aber nicht. Wenn ihr eine Informationen braucht, könnt ihr einfach mehr Informationen drücken
Und dann kriegt noch ein bisschen Hintergrundinformationen zu froh. Das sind 4 Sprachen, Lützeburg, Deutsch, Französisch und Englisch. So sieht dann aus, wenn der Herr Not froh beantwortet, kriegt das nennen wir Matchings. Das heißt, Übereinstimmungen mit den verschiedenen Kandidaten ab Partei. Das ist ein Beispiel mit den Kandidaten, also ein komplett Zufallsbeispiel. Die dort mit den Parteien, die dort Möglichkeit bei alle Kandidaten und ob alle Parteien zu drücken, an all einzeln froh durchzugucken. Was hat die Partei respektive der Kandidat zu der froh gesagt? Das können doch nur dem, was gemacht wird, können das hier in der Funktion Profiler, können dann ein Einzelkandidaten aus, können den Wahlbezirk, ob sie schon ein gewählt sind oder wie auch immer, können da agehen und da können alle einzelne Kandidaten, wie gesagt, auch alle Parteien nach ein Nosichen an alle Antworten, die oder alle Froh, die ist extra wichtig ist, nach ein gucken und man nicht vergleichen. Ich meine, wir haben schon viel Matt gemacht, wir sind bei über 237.000. Ich hoffe, ich schätze, wir sind da knapp 200. Ich bin froh, wenn da den Abend von den 100 dabei kommen. Das ist immens interessant, das ist immens informativ. Heute braucht er kein von 12 Parteien oder vielleicht im Norden von 10 Parteien jeweils 3 Broschüren zu lesen, weil froh natürlich noch vergisst so froh sind ausgesicht gehen auf Basis von Aktualitätsthemen, vierläufige Wahlprogramme von der Partei, Wahlprogramme, Kaderprogramme, an eben was das ja neu war, der Grand Public, dass die dir kommt frohen proposieren, die dann auch zurückbehalten sind ganz viel froh vom Grand Public rauskommen. Naja, dann so, und ich merci. Da baust du nach Zettel mit dem QR-Code, mir sonst das einfach smart.lu für die Enseignant. Auf zpb.lu haben wir nach 2 DIN A4 Seiten eine Hilfestellung für Smart-Wählen am Kurs anzubringen. Und da wünsche ich vielmals merci für das Kommen. Da wünsche ich ein flott, informativ und interessant Table Ronde. Merci. Tipptopp, vielmals merci Pitt für das, ich schuld euch auch die Zeit für Nomkurhaut oder moi, eigentlich auf Smart Wählen zu gehen, erst die Frohnecke durchzugucken, da ist eine Affäre vor ein paar Minuten da kriegt auch eure Spiderweb raus. Vielleicht habt ihr den anderen schon gesehen auf Instagram, wo die Leute da geshared haben, was dann hier in Spiderweb gehen bei Smart Wählen. Gut, Maja, schönen guten Morgen alle Guten und merci, dass ihr Zeit geholt habt und den Weg bis dahin gefunden habt. Der hat wahrscheinlich ein bisschen mehr lange Weg vom Klassensaal bis dahin. Ich bin heute die Echke, was das Sit gelaufen, also relativ flott in der großen Sit. Ich war mir nicht ganz sicher, wegen dem Gebäude, ich soll rausgehen. Ich bin einfach mal bei AU gefangen und das wäre dann der Richtige. Meine Nummer ist der Patrick und ich bin heute eben die Großfried. Als alle Guten den Morgen durch den heutigen Debatte zu feiern. Der Debatte ist abgedeelt an 2 thematische Runden. Wir werden am Anfang Education und Arbeit diskutieren, wo dir dann Fragen stellen und Kandidaten. Und dann an der zweiten Runde geht es dann um Logement und Mobilität. Okay? Ich werde auch darüber wachen, dass die Fragen plus minus an die Thematiken ranpassen. Das ist meine Aufgabe, also haut den Kader zu setzen, sowohl für die Kandidaten wie auch für euch. Aber probiert so viel Fragen wie möglich zu stellen. Also das werde ich nach dem Fang an den Brand, haut das den Moment für das zu machen. Wir werden auch 2-3 Fragen sammeln, an die Fragen dann und Kandidaten gehen. Sie werden sie durchdebattieren und dann kommen wir im Trägerberg. Okay, das ist ein bisschen so ein kleiner Ping-Pong, den wir werden machen. Bevor wir anfangen, will natürlich wissen, wen hier sitzt. Nehmen Sie schon projiziert auf der PowerPoint. Sie sitzen noch genau an der Reihe voll Scheiführen. Ne? Also Nummer der Laurent ganz 4 und dann geht es lieber bis bei der Jeff hier handeln. Alle Kandidaten kriegen von mir 1 Minute Zeit für sich vorzustellen. Für drunter habe ich schon verkaufen, geschwart. Das heißt, alle Kandidaten kriegen 1 Minute Zeit für sich schon mal zu verkaufen an der 1 Minute. Und dann haben wir natürlich die restlich ein bisschen mehr wie 1,5 Stunden für den Debat, wo sie das auch vielleicht noch können machen. Bevor der aber losgeht, ganz kurz, wie wir dann heute schon wählen? Das ist ja nicht allzu lang hier. Am Juni hat man noch Gemengewahlen. Wen hat das schon? Konvokationen sind schon normalerweise kommen bei den meisten Leuten. Der Brief, den von der Gemeinde kriegt, wo steht, wie ein Wahlbüro da sitzt, mit einem Specimen, mit einem Draft vom Wahlzettel. Wen hat sich das schon angeguckt und ein bisschen probiert, den Kreuzer zu machen? Okay.
Also noch ein bisschen im Luft nur, wenn. Können wir das kombinieren, wenn wir Smart wählen, ne? So ungefähr beim selben. Aber ja, da gucken wir mal, ob das sich am Ende vom Morgen vielleicht geändert wird. Und ich will dann auch nicht viel mehr lang Zeit waschen. Ich gucke, dass ich einen Stoppbauer kriegen. Aber wie gesagt, alle Kandidaten kriegen vielleicht mal 1 Minute Zeit für sich vorzustellen. Und wir fangen an beim Laurent von Adrenalin. Ja, geht das? Ja, tipptopp. Dann vielmals merci für die Invitation. Es sind Laurent Gallinaro, sie sind 35 Jahre alt, wohnen zu Weißwampe, sie bestört und noch schon bekannt. An meiner Freizeit treibe ich viel Sport, ich bin noch unter anderem Crossfit-Trainer. Karrieretechnisch war ich an der Armee 11 Jahre lang, bis ich dann an die Fonction publique gewechselt bin. Und momentan arbeite ich an der Chambre. Das heißt, ich arbeite schon ziemlich nur da, wo ich vielleicht hinkomme. Und auf der anderen Seite, für was den ADR? Den ADR, der setzt sich für die Meinungsfreiheit an und für die Freiheit im Allgemeinen. Es soll keine Lenkungspolitik oder Verbotspolitik gehen, mit so einer Politik sein, wo jeder frei wählen kann. Dabei setzt mir auch extrem für den Lützeburger Spruch an, dass der Lützeburger Spruch auch soll unerkannt gehen um europäisches Niveau. Und ich meine, so nicht nur Schneuz von Demokratie, die letzten 3 Jahre ziemlich gelitten hat in der Covid-Pandemie, auch da waren wir definitiv für die freien Wählen und nicht für die Lenkungs- oder die Verbotspolitik. Merci, Laurent. Merci. Das war die Minute, das geht ganz sehr, ne? Ja. Wie gesagt, wir probieren halt fair zu bleiben. Wir machen da weiter mit dem Ansteichen von der CSJ. An 10 Minuten lebt lo. Guten Morgen alle Guten, merci, dass ihr euch hier interessiert und noch hinkommt und uns 2 Stunden nur lauscht. Ich bin dann schon 25 Jahre, ich schon zu Bonn Politik und Geo studiert und ich habe schon am Anfang schon mit der Politik ganz frei angefangen, weil ich war 2017 an meiner Gemeinde zu Großbußwahlen mit den Gemeindewahlen. Da sind ich dann noch direkt gewählt gehen. Da war ich die letzte Gemeindewahlen, nein, keine Gemeindewahlen, und ich bin schaffen an meiner Gemeinde. Und mir als dem politischen und das sozialen Engagement immens wichtig, weil ich der Meinung bin, dass eine Chambre repräsentativ muss sein und wir als Junker, wir sind einfach nicht genug repräsentiert an als Ideen, an als Sorgen, die müssen von der Politik seriös geholt gehen und Politik muss auch auf als Besoin reagieren und dafür will ich mich ersetzen, auf was CSJ bei der CSJ als Jurenpartei von der CSV, aber bei uns steht der Mensch am Mittelpunkt von der Politik. Merci. Und wir machen dann direkt weiter mit Georges Biver von den Jungen Gringen. An 1 Minute lebt er noch lo. Ja, guten Morgen von mir. Ich bin der Georges, 27 Jahre alt. Ich bin die erste für Wahlen nur getreten hier am Lycée für den Schülerkomitee. Und dann, nachdem sich der Hand am Merk mein Premiergeschrift von Geo studiert, und sind seit ungefähr 2017 bei den Jungen Gringen und noch relativ direkt bei den Gringen mit dabei. Für was, das hat mir gut gefallen, dass ich mich wohlfühlen an einer Partei, wo in vor allem auch junge Leute immer noch geleistet hat, auch wenn sie noch nicht irgendwo ein Mandat hatten oder irgendeine Nummer hatten. Das hat mich immer ganz inspiriert. Mittlerweile schon zwar Geo studiert, schaffe ich an der Politik für die Gringen an der Fraktion. Da sind ich politische Berater für die Gringen deputiert. Voilà. Und setze mich ganz gerne für eine intakte Natur und besser zusammenleben an. Merci. Vielmals merci. Georges, weiter geht es dann mit Mara Stieber von De Jong Klenk. Hallo, ich bin Mara Stieber, ich bin 26 Jahre alt, erreicht seit paar Monaten zurück von der Uni von London. Ich habe mich engagiert bei Die Lenk, aber Die Jong Klenk, für mich dafür anzusetzen, dass Sachen nicht so schlimm gehen, wie sie da zu London sind im Moment, also in England. Wir setzen uns an für sozialistische Politik und gegen Klimakrise, Arbeit und gerade die Jungen sind also am allerwichtigsten, das sind als Prioritäten. Das beweist auch als Partei darunter, dass wir 11 Kandidaten haben auf der nationalen Liste, die bei die Jungen Klenk dabei sind. Und wir wollen wirklich fundamentale Wandel. Wir wollen die Jungen Perspektive geben, die sie im Moment nicht tun, am Logement, an der Bildung, mit, an der Arbeit etc. Und dafür stimmen wir voilà, dafür engagieren ich mich. Merci. Vielmals merci. Mara, weiter geht dann mit Jeff Steichen von Focus. Und noch 10 Minuten lebt lo. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin Jeff Steichen, habe 19 Jahre. Ich war bis am Mai an der Ackerbauschule zu Gilsdorf.
Und da habe ich 13 fertig gemacht, arbeite daheim bei mir Familienbetrieb, an einem Milchviehbetrieb. Lo wird wahrscheinlich ein paar sein, die Fokus da nicht kennen, ne, das schuld wahrscheinlich. Aber ich war froh, dass ich beim Fokus bin, weil ganz einfach, ich habe mir letztes Jahr vorgestellt, welche Partei repräsentiert mich am meisten und ich habe mich schnell worum fand. Die einen, die waren mir zu populistisch, die anderen waren mir zu radikal für eine Seite. Und dann habe ich gesehen, dass die neue Partei Fokus gegründet wird, du kannst ja viel mitschaffen. Voilà, da sind ich da nicht letztes Jahr am November angetreten und ich habe dann noch das direkt gefragt, wie man auf die Lösch zu gehen. Für was setzen ich mich an? Erstens mal für die Landwirtschaft mehr gestärkt und aber auch für das mehr direkt orientiert genannt Handwerk. Vielmals merci. Jeff, weiter machen wir dann mit Erik Thiel von den Jungen Demokraten. Voilà, salut gut, für talerisch merci für die Invitation. Ich schreibe mich auf diesen Debat. Mein Name ist Erik Thiel, schon 20 Jahre, habe die große Chance, die für seit 4 Jahren hier in der Bürgermeister zu sehen, sind noch Präsident von der DP Norden und ich arbeite bei der Demokratischen Partei als Attaché, als politischen Berater. Ich habe mich 2017 mit 17 Jahren zu Schieren an der Gemengepolitik gemeldet, weil ich immer gesagt habe, merken kann jeder reden, dumm schwätzen kann doch jeder reden. Wir selber an der ersten Reihe selber mit diskutieren, Decisionen holen, das können die allermannst. Das wollte ich machen und das will ich auch ganz klar auf nationalem Niveau machen, weil ich der Meinung bin, dass ein 21-jährigen Problem erzeugen von einem Jungen mehr einstellt, eine andere Vision hat, eine Ideen hat, für dann noch eher Interessen bestmöglich zu vertreten. Dafür Sujet, die mir besonders im Herzen liegen, das ist ganz klar, das Logement, eine neue Arbeitswelt, Dezentralisierung, Teletravail und natürlich dann noch den digitalen Volley, ohne die Nachhaltigkeit an das Klima zu vergessen. Merci. Merci, Erik. Weiter geht es dann mit Emir Badic von den Jungen Piraten. Moin, ich bin Emir Badic und ich muss merci für die Invitation. Das ist mein erstes Table Ronde. Das ist Neuland für mich. Aber voilà, ich komme von Wolz. Ich war auch Jahre im Lycée zu Wolz. Ich habe meine These mal gemacht, beruflich. Du bist Lokführer. Ich entschuldige mich schon für das mit Verspätungen. Und sind störlich. Voilà. An der Freizeit manchmal viel Sport, so viel am Busch. Da fand ich nach Jahren CGDs heute zu Wolz, was mir immens viel Spaß macht. Das ist noch gerne sozial engagiert. Das ist auch ein Grund, wie wir auch bei den Piraten sind, weil wir setzen uns für gerechte Lesungen, für Haut d'Amour an Themen, die mir wirklich im Herzen liegen, als mentale Gesundheit, weil ich gesehen habe, viel dabei aus dem Terra, dass wirklich viele Leute im Moment viele mentale Probleme haben und ich habe heute so das Gefühl, das Leben sind da Klinik an und kann einfach kein Zwiebeln anrufen. Und da will ich mich auch gerne ansetzen und auch gerne für das Schulsystem, dass die Schüler weiter beibringen gehen an lesungsorientiert denken, dass sie da doch beibringen kriegen und als rüber. Vielmals merci, Emir. Ja, so sehr kann ich eine Minute rüber gesehen. Und dann Jeff Gangler von den Jungsozialisten. Ja, bonjour, also ich dann noch mal vielmals merci für die Invitation. Ich gebe Daniel viel bisschen Schölligen, das soll haut heu sein, mehr et gut den Entretien d'embauche und das hat auch eine Priorität. Ich 36 Jahre jung, Papa von 2 Kindern, ein kleines Mädchen von 3, Bau von 7. Ich schon Personalmanagement, die war Overskure studiert, 4 Jahre lang. Also ich seit 2021 Bürgermeister von der Gemeinde Bauschild. Sie noch seit Freuden Naturparkpräsident und dafür sind viele Sujet, die mir ganz am Herzen liegen hier in der Region. Ich engagiere also meine Motivation für die Nationalpolitik, also für Antworten zu finden, wo wir im lokalen und regionalen Plan nicht weiterkommen. Und dafür will ich mich da gerade im nationalen Plan engagieren. Aber wie gesagt, LSAP war mir die Partei für mich, wo ich Gehör erfunden habe und wo ich schnell weiterkommen bin. Dafür engagiere ich mich. Vielmals merci. Vielmals merci, Jeff. Tipptopp. Dann gehen wir mal übergehen, ob die alle Strom, Bildung, Ausbildung, Arbeit, das ist ein wichtiger Moment am Leben von allen Jungen, die Transition von der Schule auf die Arbeitswelt, die Arbeitsplatz von der Ausbildung von der Stage von und dann vielleicht, dass aus dem Stage oder aus der Platz so ein CDI geht, sind immer mehr prekäre Situationen für junge Leute, Arbeitsmarkt da, und wie viele Leute, das natürlich Bildung und Ausbildung und Education, Wundermittel für alles, ne? Das immer alles muss an der Schule geschehen. An den Debat wird man heute stellen. Wir haben ungefähr 45 Minuten Zeit, für dann das Thema Bildung und Ausbildung und Arbeit zu diskutieren. Der könnt direkt vorstellen und Kandidaten, ich fand eine Frage, die sagt, okay, da das für die Vertreter von den Jungen Piraten oder der JDSL oder der Adrenalin, der könnt aber allgemein vorstellen, die dann denen beantworten kann, die will oder kann.
Aber was wichtig ist natürlich, und ich meine, ich habe schon für drunter gesagt, von meinem Stockhäuser, dass man Debat feiern mit Respekt und Bienveillance gegenüber. Wir sind häufig als kritisch mit den Sachen auseinanderzusetzen, vielleicht auch ein bisschen zu streiten. Wir müssen auch nicht häufig als zu zerstreiten und zu zerfetzen. Und das alles kann dann irgendwie Esprit. Ich weiß noch mal, du noch gut zu meiner Pizza essen gehen oder nicht. Das dann avoir nach. Aber auf jeden Fall will man den Esprit auch beibehalten. Gut, naja, wie gesagt, wir sammeln immer 2, 3 Fragen an von euch. Und da gehen wir die rüber und Kandidaten. Das ist mein allererst froh los. Wen hat denn froh? Kein Freund. Punkto Education, Arbeit, wie ist das dann? Was stellt euch da so viel froh, wenn der Welt noch schaffen gehen? Froh so wie, muss man Hausaufgaben machen, die Band von den Profen, ne? Die ist nicht lo für die Kandidaten. Das habe ich eigentlich das Mikro für, ne? Weil ich kein traut, mehr. Fängt mal an. Wir kommen gleich schneller, aber du kannst eigentlich froh starten. Das fängt mal 4 danach an. Du kannst aber noch 2 verlieren. War 4, ne? Merci. Ich wollte fragen, wie es ausgesagt mit der 30-Stunden-Woche oder respektive statt 5 die 4 die zu schaffen. Okay, die ist froh also bezüglich Arbeitszeiten, reduziert Arbeitszeiten. Wir nach Möglichkeit eine Zeit vorzuholen und diskutieren wir den nach Matt. Ich gesehen, die alle gute schon Altwahlprogramme gelesen, sind schon ganz klar, wissen Bescheid, was sie wollen. Ich gebe dann aber, dann holen wir aber schon mal die heute froh. 3 Stunden Woche ich gesehen, Mara von die Jung Klenk, den Erik sich schmalen, dann fangen wir mal mit Mara an. Den Erik, dann den Georges und dann. Mara. Voilà, da geht die Sache. Wir bei die Lenk sind an dieser Sache die radikalsten, weil wir wollen eine 32-Stunden-Woche feiern, also am Anfang eine Feierdichtwoche schaffen gehen. Das hat viel Benefisse, zum Beispiel. Erstens, also es ist eine Studie gemacht, und man hat gesagt, weil das dann mit der Produktivität, wenn wir just nach Feierdienst schaffen. Also, voilà. Erstens, die Studie gemacht, geht den Leuten besser, Produktivität bleibt, was sie nicht steigt. Es gibt schon Länder oder auch Firmen, wo wo Pilotprojekte gemacht sind oder verschiedene Firmen, wo das angefordert ging und die Leute haben ganz gute Resultate damit erzielt. Das ging zum Beispiel auch bedeuten, dass du jeden Tag mal am Stau stehst, ne? Jeden Tag einfach Zeit hast für den anderen Arbeit zu machen. Ich meine, Arbeit daheim, also Zeit mit den Kindern zu verbringen, etc. Zeit für den Hobby zu machen. Das sind Sachen, das ist ein Teil von mir, wenn das kann im Moment einfach zu kurz bei vielen Leuten. Das ist da war der letzte Punkt. Well, anyways. Merci, Mara. Das war den Erik. Ich meine, Mikro nicht geht, ja. Wir als Liberalpartei, wir sind ja bis nah nicht, das ist eigentlich komplette Konträr. Wir sind da echt nicht dafür, wir sind echt, dass es um eine Flexibilisierung geht, dass man so ein wenn verschiedene Leute auf verschiedene Phasen vom Leben mehr oder Männer können schaffen, dann ist das tierisch war. Das muss auf verschiedene Sektoren, auf verschiedene Berufe ganz klar nicht von Urvero von einem Gesetz dezidiert gehen, das muss am Sektor selber dezidiert gehen, vom Patron, vom Betrieb mit den Leuten zusammen. Wir sind da echt bei einer Flexibilisierung, bei einer Jahresarbeitszeit, mit Zeitsparkonten, wo ihn zum Beispiel, wenn ihn als junge Pap, als Mom, Papa-Congé die Sachen vielleicht mehr Zeit mit seinen Kindern will verbringen, da soll er ganz klar den Moment auch davon können profitieren. Wir wollen das echt ausbauen und dann einen Moment am Leben, wo ihn dann aber vielleicht mehr Zeit hat, Männer für die Familie vielleicht da ist, weil Kinder groß sind, Kinder auf der Uni sind, da sind da vielleicht mehr am Beruf aktiv,
und dass dann do Stunden an dem Sinn schafft. Dafür keine 8 Stunden Woche, 6 Stunden Woche, mehr 40 Stunden Flexibilisierung, neue Arbeitszeitmodelle, mehr Flexibilität, weil wir auch ganz klar der Meinung sind, das sei vielleicht noch mal interessant, schon mal die Frage nach der letzten Woche gestellt, ob ich als Junge immer schon Gedanken darüber gemacht habe, ob es Flot oder Mannerflot, das Mann zu schaffen, mit zu verdenken, ganz klar, das muss auch so ein, oder muss ich in Spruch stellen, wie das ganz dono soll bezahlt und finanziert gehen. Und da so mir als Liberalpartei, das einfach Männer zu schaffen, mehr Geld auszugehen. Auf der anderen Seite müssen wir auch vielleicht ein bisschen gucken, wo kommt Geld hier, wie schaffen wir Arbeitsplätze und zumal an den Krisenzeiten, wo wir los sind, wo schon wenig bis kein Arbeit mehr ist, also dann gibt es für nach Männer zu schaffen, dafür echt Flexibilisierung. Ganz kurz zu Erklärungsfrage, kannst du erklären, ganz kurz, was Zeitsparkonto ist, für das auch jeder in Courant das? Zeitsparkonto ist zum Beispiel bei einer Gemeinde, bei einem Staat, wenn ihr das schafft, dann hat den so viele Stunden zu gut, wo ich mehr darf schaffen, und die gehen dann über die Jahre, kann ich ihn abdelen, hat eine Arbeitszeit von 8 bis 5, wenn ich mehr Stunden will schaffen, möchte ich das auf ein Maximum, und dann hat am Ende vom Jahr kann ich die alle bei nie setzen, die Stunden kann ich ein mehr lang Congé holen, oder, bestenfalls, es kann ich dann noch mit freier Pension gehen. Merci Erik, du auch herzlich Dank gemacht, und ich gesehen, dass du Laurent dann, Jeff, ja, du willst alle guten Apps sozusagen. Das ist gut. Georges? Ja, also bei die Ringe ist es so, als die Idee von einer Arbeitszeitreduzierung natürlich relativ sympathisch. Ich muss auch so wie das bei uns an der Fraktion, da wo ich schaffen, wir haben auch eine 35-Stunden-Woche. Aber direkt gegen Beispiel dazu was, könnt ihr euch natürlich feststellen, wenn Zeiten sind, wo an der Chambre die letzte Woche nur brechen, oder zum Beispiel, wenn es nur an den Wahlkampf geht, da sind so Sachen auch nicht immer ganz machbar. Das heißt, wir so eigentlich, wir sind der Meinung, dass den do am Anfang selbst nicht Kinder einfach nicht mehr von den Ruf proposieren, weil du müssen schon mit den verschiedenen Sektoren selber gucken, weil das ist einfach so, dass nicht alle Entreprises so viel Arbeit haben, dass sie alle Kinder Männer schaffen, für dann die Arbeit zu kompensieren. Das ist eben noch so, dass wirklich Entreprisen gehen, die auch Probleme haben, genug Leute zu finden. Und da geht das schwierig. An den Sektoren, wo das möglich ist, zum Beispiel so nicht in einem Sektor wie bei Mengearbeit, wo ich viel für einen Computer sitzt, als das etwas, was ich kann envisagieren, das muss aber dann am Dialog mit den Sozialpartnern geschehen. Merci, Georges. Ja, ich wollte nämlich auch dann, weil doch schon Prato hast, mein Mikro. Ja, also ich sind, also mir an der CSV und auch an der CSJ sind du ganz auf der Seite von der DP, weil es einfach unrealistisch von Urberuf zu diktieren, okay, Jitfried schafft just nach 32 Stunden, das geht nicht ab. Und auch wir plädieren dafür, für mehr Arbeitszeit zu flexibilisieren. Und da, wo es möglich ist, kannst du mit dem Patron dann gucken, okay, wie delen wir es ab? Zum Beispiel in Deutschland geht das viel Bau gemacht, also mit Arbeitsplätzen, die Bau schaffen, die schaffen dann 10 Stunden den Tag und dann haben sie einen Tag an der Woche, wo sie nicht schaffen. Das hat dann der Vorteil, sie fahren just 4 Mal auf der Chantier an der Woche und noch 4 Mal zurück. Also sie waren viel mehr Zeit, also sie sind noch viel mehr produktiv. Bei mir ist schon das auch schon selber gemacht, wie ich am EU-Parlament geschafft und da habe ich auch alltag 9 Stunden geschafft und Freude ist just 4. Und das ist ein enormes Surplus, wenn ihr dann auch nach Möglichkeit hat, 2 Mal an der Woche den Teletravail unzufrohen, da frisst du nach Freude dein Teletravail und dann hörst du auch einfach einen Tag, wo du den Trajet Männer hast, aber wo du auch einen Tag Männer schaffst, aber wo du auch ein bisschen mehr verlängert Weekend hast. Und das sind einfach Beispiele, wo ihr seht, okay, das geht an dem Sektor ist das möglich, an einem anderen Sektor ist das zum Beispiel nicht möglich, weil es gehen einfach Berufe, mein Papa als Bauer, wenn den 32 Stunden die Woche schafft, dann halt den Dienst ab. Also. Merci, Jan. Dann der Laurent hat sich auch noch gemeldet und wir hatten noch vom Javan. Vom Java, ja, ich war gerade nicht noch mal zu schaffen, um mehr um zu schaffen. Laurent. Ja, der ADR-Position hast du ganz klar, wir sind ganz klar für die Halle von der 40-Stunden-Woche, weil wenn man ein bisschen guckt, muss noch mal Zahlen vergleichen. Wir haben 470.000 Leute, die momentan hier am Land arbeiten. Da stell dich mal vor, du gibst jeder Verein 8 Stunden Männer arbeiten. Wen hält dann die 3,8 Millionen Schaffstunden im Rand? Und das muss man bedenken. Und dafür sind wir an unserer Position ziemlich klar, wir müssen das ganz mehr flexibel können organisieren. Momentan beim Staat sieht es so aus, dass da von morgens 6:30 bis abends 7:30 schaffen. Und da muss man auch gucken, für das so flexibel wie möglich zu gestalten.
Et sind Administrationen, die Plasch fixen, et sind Administrationen, die kein Plasch fixen, aber du musst in Dreh gehen, für das Leute eine gute Work-Life-Balance können kreieren, dass kein Plasch fixen da sind, ob denen Berufe wo möglich ist. Mir stell dich mal vor, Profen, die gehen just nach 4 Tagen in der Woche kommen. An wen ich wollte Freudes oder holt dann auch alle gute Freudes frei. Nee, dafür muss ich das auch ein bisschen an den Kontext setzen. Es muss ich irgendwo aber die Stunden schaffen, weil das aber eine Produktivität, die darunter hängt. Und das natürlich nicht ganz als finanziell auch gekoppelt. Und dafür sind wir ganz klar, mehr flexibel das Ganze gestalten und die 40 Stunden Woche beibehalten. Für was nicht an der Idee haben wir 40 Stunden beibehalten, ja, aber dann 2 Stunden oder 1 Stunde Sport an der Funktion publik für alle Agenten mit abbauen, für das ich ein bisschen Gesundheit auf die Manier fördern kann. So nicht, merci. Merci Laurent. Jeff Gangler und dann Jeff Steichen. Müssten mal so sehen, sonst. Ne, dann war's. Test. Voilà, lo funktioniert das. Maja, mir als LSAP die für die 30 Stunden Woche an gerade das wichtigste Element ist die Work-Life-Balance. Ich meine, heutzutage, dass das Finanzament geschwärzt gehen, das ist von den Kriterien, den Absentismus, als etwas, was gerade mit rausspielt. Leute, die oft krank sind, die fortziehen, das ist ein Coup. Das ist ein Coup für als kranke Käsen, das heißt, du hast Moyen, ein Finanzament zu finden. Der zweite Moyen ist ein Turnover. Das ist ein grosser Wechsel an unserer Gesellschaft. Wir wissen, auf Arbeitsplätzen, dass eben nicht mehr ganz Leben auf enger bleibt. Das heißt, es wechselt relativ schnell. Und das ist auch mit Kosten verbunden für Patron. So dass in dort 2 Pisten hat, wie in das mal Kind finanzieren. Da gibt es schon viele Beispiele, wo die 3 Stunden Woche am Platz ist. Auch lo, als letztes hat teilweise Käse nach Publizität dafür gemacht. Und wir als Sozialisten so, das soll am Sozialdialog geschehen. Mit den Sozialpartnern, Step für Step. Du, wo es möglich ist, soll ich nicht umgehen. Und dann, wenn natürlich Kontrakten da sind, da sollen noch Lösungen finden. Mit dafür ist die Idee ganz sympathisch mit der 3 Stunden Woche. Und das ist auch kein 32, wie wirklich 31. Merci, Jeff. Jeff? Ja, also wir vom Fokus sind ganz klar, gehen einfach eine Arbeitszeitverkürzung für Jitwarin, das nicht zu finanzieren. Wenn wir für mehr plädieren, als eine ältere Zeit anzuführen, sprich, wenn in Mama oder Papa von kleinen Kindern, da sind 20% Männer schaffen geht, dürfen einfach Männer Urspruch hat, ob gratis Kannernbetreuung, also Männer Urspruch hat, ob wir so Relais oder Crash. Genau. Merci, Jeff. Emir und Mara will da noch meinen Schnaps beifügen. Also wir Piraten müssen für eine bessere Work-Life-Balance, das heißt, dass wir die Arbeitsplätze mehr dezentralisieren, also besser durch das Land verteilen, so dass Aufwärtswehr, Rückwehr für ihn, da man nach kurz gehen und dann dadurch einfach mehr Zeit gewinnt, wie zum Beispiel mehr bei der Familie zu sein, mehr Zeit für die Freizeit. Ja. Merci, Emir. Mara, du willst noch reagieren? Ob das was gesagt hast? Yes, genau, vielmals merci. Ich wollte just so, wir schwatzen halt die ganze Zeit von Arbeit, aber am Anfang schwatzen wir davon auch just, also in diesem Kontext gerade just von Lohnarbeit, weil ganz viel Arbeit wird gemacht in diesem Land, die nicht bezahlt ist, wenn wir von Carework schwatzen, wenn wir von Älteren schwatzen, die daheim schaffen, das wird nicht bezahlt, das wird nicht valorisiert. Und gerade du weinst die 32 Stunden Woche, weil auch da das auch ein feministischer Punkt viel Mamen man nach wie vor mehr Care-Work kann sich mehr schaffen im Allgemeinen mehr Stunden wie die Männer sowohl an der Lohnarbeit wie auch an der unbezahlten Arbeit und da wenn es die 32 Stunden Woche ging auch die Leute entlasten ging doch zum Beispiel dazu erfahren dass zum Beispiel Pappen sich können mehr mir kann können. Merci Mara. Ich weiß nicht, ob da auch ein anderer Kandidat darauf gehen, ob das schon gesagt ist oder nicht. Erik, ich gesehen, das Mikro, ja. Also just das, was gerade geschwärzt ist, also ich meine, da sind die letzten Jahre und dazu da bestimmt doch schon mitgekriegt bei ihr daheim und den Familien, also wenn jetzt gemäht gehen, also just da drin klar zu sagen, ich meine, dass wir in einer Situation sind, wo es nicht just unter Frauen und Mamas für daheim zu bleiben, da muss noch keiner aufzupassen, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass man da über den Papa-Congé, der Congé parental war, viel Adaptationen gemäht und das, wenn das gewollt ist, auch der Pap in Teil von der Erziehung vom jungen Alter vom Kant kann sehen und da so mir ganz klar, das soll ich weiter nach ausbauen, für eben noch da nach eine mehr große Flexibilität der Leute am Dialog können wir auf den Weg zu gehen und schmengen, das müssen wir ja auch so, dass du über die letzten
Jahren, die 2 Legislaturperioden, aber viel geschieht, dass du ginnt noch aussetzt, die soll weiter ausbauen. Aber du hast aber schon etwas geschieht. Da war ein klar gesucht. Merci, Erik. Und ich habe verschiedene Positionen von, ja, wir wollen die 2 andere Stunden aufhören, wir sind zu, nee, wir bleiben bei der Fertig. An der Tisch dann, ja, 38 Flexibilisierung, Zeitspielkonten, mehr Pappekongé, mehr Zeit für mit der Familie. Ich gucke süß kurz an den Raum, ob du eine Hand an den geht, weil sonst gebe ich eine froh stellen. Ich will aber eher froh für dich stellen. Ja, Heising froh. Ich wollte gerne mehr über das Schulsystem wissen, wen du was will adaptieren oder verändern. Merci. Ja, was die verschiedenen Adaptationen Punkte Schulsystem. Du hast das Mikro mal klar, das vielleicht ein bisschen noch so lang als mein Name. Leider ja, nicht. Ich bin noch ein froh, und zwar die hast was Teil davon an der Balsch, dass du den Programm EVRAS an den Spielschulen und den Schulen, der geht geschwärzt, das kann auch frei sexualisiert gehen. Und ich wollte wissen, ob bei verschiedenen Parteien da doch zu Lützeburg gehen klappt, weil also es sind dagegen. Mhm. Wollen wir. Nein. Weil du ein Drittfroh du hast bezüglich Schulsystem, Schule, dann hören wir dir auch nach. Ja, das wäre lo mehr für das Adrenalin. Ich wollte wissen, wie hat ihr für Lützeburger Spruch mehr auf dem nationalen Niveau zu fördern, aber war das Hindernis für was Lützeburger Spruch auf dem internationalen Niveau nicht so gefördert ist? Vielmals, merci. Sollen wir vielleicht aufhängen mit genau der tote Frau, und dann gehen wir über die anderen, die ein bisschen mehr general sind. Ja. Ich gebe so, ich komme nun ein darauf zurück, dass wir das erklären für jeden. Merci. Laurent, Lützeburger Spruch, was sind die Hindernisse, dass zum internationalen Niveau nicht mehr gefördert wird, was will er machen, für das zu hier im Land mehr gefördert wird? Absolut, das ist eine ganz interessante Frage und eine ganz berechtigte Frage. Weil wir sind ganz klar für die Förderung und Stärkung von der Lützeburger Spruch. Und auch an dem Kontext in unserem Wahlprogramm fand er, dass man ein Minister für die Lützeburger Spruch aufhören, für das die Spruch auch mit der Zeit kann sich entwickeln, dass von neuen Sachen Terme kommen, dass der Lützeburger Spruch sich auch kann anpassen, dass man nicht darauf angewiesen sind, alle französischen, englischen oder deutschen Terme zu benutzen, für die Sachen zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob das Matkrut, aber aus Spanien, Katalonien und so weiter, die hatten eine Demande gemacht bei der Europäischen Parlament, für das die Sprachen unerkannt gehen. Weil die müsst wissen, der Lützeburger Spruch ist kein europäisch unerkannter Spruch. Also solange sie nicht unerkannt ist, kann sie auch noch immer aussterben. Und dann interessiert es keinen, außer die Leute, die natürlich auch wohnen. Für uns ist Lützeburg auch ganz klar ein Integrationsspruch. Weil egal auf welches Land das da geht, die Leute sind immer gewollt, die Spruch zu lehren. Aber wenn ihr keinen Anreiz kriegt, wenn ihr nicht so auf der Gemeinde, wenn ihr hin könnt und nicht melden sich an, da könnt ihr ja gerade so gut auch einen kleinen Katalog von 100 ersten Wörter am Lützeburgischen Mat kreieren. Und dann sagt ihr, bonjour, als gleich moin, und so weiter. Da geht es schon an. Und da geben wir auch hingehen, und wir geben alle guten Lokalitäten auf Lützeburg, Straßen auf Lützeburg machen, und wir geben auch Ministerien auf Lützeburg durchstellen. Mit natürlich den anderen Sprachen auch, für das die Leute immer können sehen, okay, das dort ist das Lützeburg, das dort ist das Französisch und das dort ist das Deutsch. Sodass okay. Lützeburg wirklich einen Integrationsspruch geben. Und da müssen wir definitiv mehr fördern, und wir müssen auch den Leuten die Möglichkeit geben, ganz kurz, Laurent, zu lernen. Merci, ja. War wirklich darum gegangen, wie den Lützeburger Spruch fördern und wirklich froh, ob der Lützeburger Integrationsspruch also nicht. Ganz kurz Erklärung. EU-Sprachen, das bedeutet, dass alle guten Dokumentationen und Arbeit von den EU-Institutionen an der Spruch dann noch gefördert gehen. Die Demande zu stellen, für Lützeburg als EU-Spruch zu tun, hier bringt mit sich, dass alles, was die EU an den Parlament, an der Kommission und all den anderen Institutionen, in den Agenzen, gibt die Sachen noch auf Lützeburg publizieren, was am Moment noch nicht der Fall ist. Georges, ich meine, du wolltest auch darüber gehen und dann wollte ich auch noch zu dem Thema melden. Also ich will just dazu sagen, dass kein Lützeburger Spruch will aufschaffen und dass das vom ADR einfach just pur nationalistisch Politik ist, weil heute Lützeburg aus dir ich gehe nicht dann drüber. Ganz kurz, ja, ich erkläre just wie das
heute zu Lützeburg gehen nicht immer mehr Leute, die Lützeburg freiwillig lehren, weil sie gesehen, dass Lützeburg ein Integrationsspruch ist. Und wir schwätzen an der Schule über Lützeburg, und am Präkurs und an der Spielschule aus Lützeburg den Integrationsspruch. Und die Leute, die Lützeburg wollen lehren, sind da immer mehr. So, und mit den Termen, am Deutschen und mit Französisch, wir haben einfach verschiedene spezifische Begriffe, notamment am Droit, die nicht auf Lützeburg können übersät gehen, das ist einfach so. Und das wird einfach massiv Bürokratie, wenn ihr auch nach probieren, alles auf Lützeburg zu übersetzen. Par contre, denke ich, dass früher zum Beispiel mit älteren Generationen nicht so Französisch, Deutsch und Englisch gelehrt. Da können natürlich verschiedene Mesuren en place setzen, für dass sie auch können besser in der Gesellschaft teilholen, auf verschiedenen Texten besser zum Beispiel zu verstehen. Ja, das ist definitiv möglich. Und noch zu der Sache mit der EU. Ganz kurz noch, ja. Schon an der EU geschafft, und also ich kann ja Deutsch, ich kann Französisch, und ich kann Englisch. Das ist für mich absolut, ich sehe Lützeburg, ich schwätze noch mit den Lützeburger, die du schaffen, Lützeburg, die Konferenzen, die gehen entweder alle gut auf Englisch gehalten, die meisten gehen auf Englisch gehalten, und da kann ich sich Kopfhörer aufsetzen und sich die Sprache raussichten, die ich will. Mal ein bisschen auf Englisch klicken, auf Deutsch klicken oder auf Französisch klicken, das ist absolut egal, weil ich verstehe die 3 Sprachen, und du schaffst so viel Übersetzer, das geht nämlich immer doppelt übersetzt, und das gibt einfach den Rahmen sprengen, für doch du alles auf Lützeburg zu übersetzen. Also wir müssen auch realistisch bleiben. Merci, Anne. Georges wollte sich auch noch zu der Frau melden. Ganz kurz Information für den Mikro, probiert den so senkrecht wie möglich zu halten. Dann ja, ich kann dem anderen auch nicht beistiften, da habe ich noch nicht mehr ganz viel dazu zu fügen. Muss ich just Apps bedenken, zum Beispiel EU-Niveau, als auch Lützeburg ein von den nächsten Ländern, was 2 offizielle Sprachen hat, die da gespart gehen. Weil der wir nicht vergessen, wir haben aber trotzdem 3 offizielle Sprachen, und 2 davon gehen am EU-Parlament gespart. Und das ist auch noch immer so, und da geben wir meistens dummer dann auch gut eins. Die Lützeburger Spruch unterstützen als eine ganz interessante Sache, das ist auch eine Flotsache. Dafür gibt ja auch auf der Uni LO das Studium vom Lützeburgischen angeboten, und den hat auch Zulauf von Leuten, und das ist auch wichtig, dass durch so Sachen die Sprache erhalten wird, aber das nicht unbedingt immer so schwarz-weiß, wie das halt so gemalt wird, weil ich kenne noch kein Dorf- oder Ortschaftsschild, was nicht auf beide Sprachen da steht, oder wenn an der Presse von einem Minister geschwärzt wird, dann geht auch ganz gerne einfach mal vom Logementsminister oder vom Mobilitätsminister geschwärzt, was zwar dann von Lützeburg wird, da sind vielleicht auch verschiedene Leute ihrer Meinung, aber das ist aber eine Tatsache, dass Lützeburg nicht express als Stefe gelost wird. Merci, Georges. Mara noch ganz kurz an den Erik. An der Schismofeld, Thema sage ich, Arbeit an Education und nicht Lützeburg Spruch, mir schon aber das Thema zugelost. Mara. Just ganz kurz, also ich bin hilfreich drauf, natürlich Lützeburg zu schwatzen, schon ein super Spruch, und ich fand noch, dass man die Weide hier sollen unterstützen. Dafür sind ich auch Frau Frenisch, dass Lützeburg so viel geschwatzt hat wie noch nie als einer Geschichte. Ne? Das ist die Sache vom Lützeburg aussterben. Das fand ich noch lang populistisch auszurufen, die just mit Angst kämpft. Und ich meine, das ist bei mir der so der Fall. Dann muss ich Angst, die nicht berechtigt sehen, just für auf Stimme fangen zu gehen. Merci, Mara. Den Erik nach Laurent ganz gerne darüber reagieren, weil nationalistischer populistisch heieren. Ich hätte gerne mal, dass die Leute dann erklären, was die Terme bedeuten. Weil das ist ein Fakt, dass wenn immer mehr Leute, ich meine 47% von den Lützeburger Residenten sind Ausländer, an einem großen Teil davon die schwätzen einen Spruch nicht mehr. Und wenn wir irgendwann ein Säuerei tun, dann schwätzt Chemie die Spruch. Aber wir müssen aufhängen, die Spruch mehr zu fördern. Okay. Das wird nicht mal populistisch Merci, oder Laurent. Stimme fängen. Ich wollte nur dem Erik gehen, den sich noch für dich gemeldet hat. Und dann kommen wir zurück auf die anderen Fragen noch vom Publikum, die auch muss noch abgeschafft gehen. Wir sind alle gut nehmen, dass Lützeburg Spruch immens wichtig ist, und dass mal hoffentlich auf die Spruch sind. Und da sehen, ja, noch du musst Erfahrungen machen. Dazu stehe ich auch. Soll ihn aber nicht so, wie wenn du noch gar nicht geschieht wird. Das Fakt, dass so viel Lützeburg, und das gerade ugeschwärzt geht, so viel Lützeburg geschwärzt wird wie noch nie. Wenn die Lützeburger will gehen, muss ein Tester machen, das muss ein gewisses Niveau und der Lützeburger Spruch haben und noch können. Das ist Fakt, erstens. Zweitens, so die viel Flotz
Möglichkeiten für die Lützeburger Spruch zu lehren. Ich denke nun den LOD und das Spellchecker, wie wir die letzten Jahre meint auch viel Erfahrung gemäht kaufen. Da das da nicht an drittens, und das merken auch bei mir in der Gemeinde, de Mond für eben so eine Spruchkurse Lützeburg zu lehren, als immens groß. Du fehlt es, und das ist der Punkt, wo ich so eine Erfahrung machen, aber auch Leute, die auch Lützeburg können, die Leute beibringen, weil dann schwer ein Flotspruch ist, und da müssen wir Erfahrung machen. Es sind viele Gemengen, die das anbieten, noch weiter Erfahrungen wollen machen, wo die Leute aber fehlen, die dann die Leute auch können beibringen. Ich meine, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sollen aber nicht so machen, wie wenn da nichts geschieht, wir sind Erfahrung da. Das soll aber nicht heißen, zumal so als junge Generation, dass man da nicht noch weiter so durchschaffen und Erfahrung machen. Vielen Dank, Erik. Wie gesagt, ich gebe die heute Diskussion noch aufschließen, weil doch nicht unbedingt zum Thema gehört. Und dann war noch die Frage, wie was sind der Plan, was steht bei diesem Programm bezüglich dem Schulsystem an der Bildung. Ich gebe dafür gesagt, zwei Freunde vielleicht dann, wie viel drunter, jeder eine Minute gehen, für kurz dann die wichtigsten programmatischen Punkte für die Stelle, punkto Bildungspolitik. Wie will du anfangen? Wir können noch eine andere Review anfangen, das geht aber beim Jeff, willst du anfangen? Und dann gibt es eine Zeit, voilà, für dann R-Punkte zu präsentieren. Go. Ich meine, für DASAP, also die ganz wichtig, die Schüler sind Zusammenspielen. Zusammenspiel zwischen der Education formell und der Education non formell. Und neben drin, also Long Life Education, das heißt, die wollen professionell, wenn ihr noch kurz Route beikönnt, muss noch Möglichkeit haben, sich weiterzubilden. Das heißt, ihr werdet offenen, Ofeskuren, dass in am Anfang, wann der richtige Moment da ist, dass ihr kann studieren gehen, für so eben immer adäquat formiert zu bleiben an dem Arbeitsmarkt. Weil du konkret Ziele geht, muss man mehr Zeit kreieren für die Education. Das ist man administrativen Aufwand, für das mehr Zeit hat, gerade Profen, Mathe-Schüler zu schaffen. Dass du, wo wichtig ist, dass es gestärkt wird, dass ihr mehr Zeit hat. Und das ist Zeit, der Faktor Zeit einfach muss mehr valorisiert gehen an der ganzen Education. Ich meine, ich muss schon fertig sein. Merci. Jeff, Emir, ja, mit meiner Antwort den Tür an die Richtung weiter. Ja. Also wir Piraten, wir setzen das für das Schulsystem an, zum Beispiel, dass noch neben der Premier kann in Handwerk, also in DRP kann eben machen, weil den Handwerk soll nicht nur den Leuten zur Verfügung gestellt, die Schlechtpunkte nun, mir auch den anderen, die auch Interesse darauf weisen, und nebenbei auch, dass man dem Fach wie Société mehr über Cybermobbing schwätzen, was für Möglichkeiten da gibt, sich schon Hilfe zu wenden, mehr über mentale Gesundheit zu schwätzen. Und dass auch Bildung und die Bildung dabei angepasst wird, die wir im Moment brauchen. Zum Beispiel fehlt im Moment wirklich Pflegepersonal dabei nach 4 Jahren. Und ja, das war es von unserer Seite aus. Merci, Emir. Erik? Ja, das ist schon vieles gesagt, ich werde so kann schreiben, für uns als Liberalpartei ist dann verwischt, dass es an der Schule so ist, dass Schüler die nämlich Möglichkeiten hat, egal von wo dass sie können, egal was für ein Spruch dem geschwärzt wird oder was für eine Religion ihr noch hat. Wenn ihn das so einfach realisieren, bauen natürlich auch die nötigen Leute mit den nötigen Kompetenzen, die können umsetzen, das ist nicht immer so ganz einfach, da müssen wir weiter dran schaffen. Die Idee, meine ich, und dazu stehen ich auch als die richtig mit dem Terrain an der Sorge geschwärzt gehen, zumal auch den administrativen Wolle, den aus der Software viel zu groß hat gesehen, schon in der Gemengepolitik. Und da muss ich ganz klar auch den Leuten, die da einen guten, wichtigen Beruf machen, den Enseignement helfen, dass sie nicht mehr administrativen Aufwand haben, wie da noch sich eben um Schüler und Kinder können zu kümmern. Da so geschwärzt gehen, das liegt mir am Herz, dass man den Parcours, die Sektionen auch wirklich den Besoin von der heutigen Zeit anpassen, dass man da wirklich auch weiter an das Digitals do Erfahrungen machen. Du ginne, dann hat man eigentlich extra abgeschrieben, der Coding an der Grundschulen, den angefordert ginas, auch Digital Science an der Liste. Ich meine, das sind echt Aussätze, die nicht ganz unwichtig sind, aber wo in der weiter Erfahrung muss man. Das ist nicht einfach, für du an einem Minute zu antworten. Merci, Erik. Ich weiß. Und das ist ja, Schulpolitik ist relativ kompliziert und das schaffen wir schon Jahre drunter. Und die DP hat auch gerade sogar den Ressort am Ministerium. Wir machen aber weiter mit dem Jeff Steichen. Was wird Fokus für die Schulpolitik? Ja, wir proposieren erstens mal, dass man ab dem Cycle 3 normal Punkten hat und nicht den Lachsmiley oder ein A, B oder ein B. Das ist wirklich Schüler, da, weil ob das System vorbereitet gehen in am Liste erst am klar Punkte sind. Dabei wenn man auch, dass am 6 Schüler gezielt an Handwerk orientiert kann gehen, weil momentan geht das Handwerk nicht valorisiert genug. Momentan geht dann einfach so gesagt, mein Kind muss studieren gehen, und wenn nicht genug Punkte hat, dann wird gesagt, ja, da ist ein Handwerk. Nein, mir will ganz klar, dass das Handwerk valorisiert wird. Voilà.
Und dabei will man auch noch, dass die Schulpflicht auf 16 Jahre aufgesagt wird. Es bringt nicht, die Schüler an der Schule müssen verharren zu lassen, die aber nicht will an die Schule gehen. Da sind wir ja aufgesagt, genau 16 Jahre, wir wollen nicht aufsetzen auf 16 Jahre. Merci, Jeff. Mara? Merci. Effektiv kann ich da doch zum Mulsener schreiben von der Revalorisierung von Handwerksberufen. Da das zum Beispiel eben diese großen Punkten an der Bildungsdauer will mir ein Tronkomar affeieren, effektiv den heißt, dass die Schülerinnen mal recht mich spät können dezidieren, orientiert gehen, dezidieren, wo sie wollen machen, weil am Moment gehen Schülerinnen immens frei orientiert oder müssen sich frei dezidieren, was sie wollen machen, etc. Oder auf welche Liste sie kommen. Wir wollen, dass mehr Zusammenhalt gibt, dass die Schülerinnen ausgebildet gehen, zusammen anrecht und nur eben dann dem Moment orientiert gehen, wo schon auch ein bisschen mehr klar ist, ab einem bestimmten Alter, was die Interessen sind, etc. Also das ist effektiv als Hauptulei ist. Und da wollen wir eben auch, dass Sachen dezentralisiert sind und dass der breit gefächerte Bildungsangebot an alle Regionen ist. Vielen Dank, Mara. Georges? Ich probiere dann an einer Minute einer Punkte abzuwerfen, die vielleicht sonst noch können gehen. Wir sind tatsächlich auch dafür, für den Sprachenunterricht zu modernisieren. Das heißt, am Anfang, wir begrüßen noch die Alphabetisierung auf Französisch. Die Möglichkeit zu haben, das können zu machen, wenn ich das will, und dann dabei noch in Appui zu kriegen, zum Beispiel an einer deutschen Sprache. Für das Verein Hanno, weil das möchte Diversität und die stehen nicht von der Lützbauer Kultur aus, dass man mehr Sprache schwätzen, dass Hanno allkannt alle Sprache gut schwätzen kann. Darüber hinaus gibt es ja international öffentliche Schulen, die wollen wir gerne unabhängig und konsequent evaluieren lassen, für zu gucken, dass sich nicht zwei verschiedene Bildungswege bilden. Und als letztes gebe ich vielleicht noch formell und informell außerschulische Bildung an jemanden, die wir ganz gerne geben, besser vernetzen, mit ausreichend, aber gut formiertem Personal. Auch noch die Möglichkeit für das Lehrpersonal traditionelle Wege, sich dafür Zeit zu lassen, das kann dann können zum Beispiel über Demokratie lehren, vielleicht auch an einem Kader ohne hier Profen zum Beispiel. Merci, Georges. Also Alphabetisierung, das Lesen und Schreiben lernen, ne? Das ist letzte noch immer auf Deutsch. Außer sind diesem Jahr oder im letzten Jahr ein paar Pilotgemengen, gibt Klassen, die da lehren, Lesen und Schreiben auf Französisch. Das wird Alphabetisierung eigentlich erklären. Und ja, also ich meine, das schon Pummel gesucht gehen hat beim Handwerk, wenn man das nicht endlich valorisieren und noch unerkennen, dass das ein wichtig Arbeit ist, dann irgendwann kommen wir bei Punkte, weil ohne Handwerk geht man auch nicht am Drischen sitzen. Ne? Wir wollen klar die Berufsausbildung abwerten und durch zum Beispiel verschiedene Talenttaster aus Stagen an den Schulen die Schüler ein bisschen Incentives geben, wo sie meine Stärke, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, und dann dahin orientieren und das wie schon ein paar Mal gesagt gehen, es möchte den, wenn den keine schlechten Punkte hat, heißt das nicht, dass er ein Handwerk machen soll, weil das ist just ein Handwerk, nicht, das ist nicht just ein Handwerk, das ist eine wichtige Aufgabe, die an der Gesellschaft, die ihr braucht. Am Sekundär, also am Lycée, wollen wir zum Beispiel besser Chancengerechtigkeit schaffen, indem wir all gut in die Sektionen, die es mittlerweile gibt, abbrechen und ein besseres Choix zwischen Haupt- und Nebenfächer ermöglichen, weil es einfach nicht fair ist, dass wenn ihr am Eisleg wohnt und ihr wollt auf die Sektion R gehen, dass ihr da muss von Uwe bis ganz an der Ballwahl fahren, nicht mehr für die Sektion zu machen, zum Beispiel. Merci, Anne. Und Laurent, dann noch für dich die Frage, was da der Programm steuern für merci. Wir geben ganz klar an der Primärschule ein Punktesystem auffeiern, an noch ein Aufnahmeexamen für an die verschiedenen Lyceen zu kommen. Dann auf der anderen Seite go viel geschwart von Schüler, mit Türkei geschwart über Profen und Schulmeistern, weil ohne die gibt es keine Schule gehen. Das heißt, wir müssen mal aufhängen, auch den Beruf zu valorisieren, und die muss noch eine klare Struktur kriegen am Sinn von, kann ja nicht sein, dass alle 6 Monate Maps ändern, und dann muss man alles aufpassen und dann gucken, wie man dann umsetzen. Und dafür muss der Beruf vom Schulmeister an vom Prof valorisiert gehen, und dem muss auch schmackhaft gemacht gehen. Weil, und dann auf der anderen Seite, wenn wir gucken, sind auch zu viele Schüler teilweise an der Klasse. Für was man den Wurst mit spricht, dass die Lyceen, die da bleiben sind,
überfüllt sind oder sie müssen mit Containerbauer beikriegen, also abgerüstet gehen. Und dann haben wir den Fall, dass verschiedene Klassen 30 bis 40 Schüler dran haben. Und das ist auch definitiv nicht günstig für ein qualitatives Schulsystem. So nicht, merci. Merci, Laurent. Erik, ja. Erik, ja. So dat lenke ganz direkt, also auch von Leute von der liberaler Partei sitzen, da tun ich mir schon am Introsatz gesot, also sind die Lächen, die seht das alles an der Education, so lief die Mistlaufen. Die Idee ist gut, muss ich ganz klar, und da tun schon am Satz gesot, dafür will ich da doch nicht so stehen lassen, da sind die Leute, die einen exzellent wichtigen Beruf machen, den Enseignant und die Profen, müssen die in Unterstützung zukommen lassen, die sie brauchen, und der wenn sie nicht mehr zu viel administrativen Aufwand Nerven so ein Schrie draus. Das weiß ich, weil ich als Bürgermeister schon an der Familie ein Leute, die an der Education tätig sind, dafür ich kenne die Thematik und du musst Erfahrungen gemäht gehen, mit sollen auch wann ich gelieft nicht alles schlecht machen, was nicht so schlecht ist, und ich muss noch immer bei den Fakten bleiben, weil ich schon nach näherens irgendwo ein Klasse mitkriege und gucken ich an den Raum, schwätzen noch konkret Profen und die vielleicht da sitzen, ein Klasse, wo in 30, 40 Kanner Schüler an enger Klasse soll hun. Also da tun ich noch nicht mitkriegt. Das Heu, den als bei uns an der Primärschule, weil schon am Kap hun, sind das 24 Kanner, wenn das 25 Kanner dabei geht, da geht gesplittet, dann hast du eine Klasse von 12 Kanner. So. Merci, Erik. Ja, dann gebe ich dich invitieren, auf Weißwampisch zu kommen. Weil zu Wampe schon mal noch immer Zickelsklassen. Diskussion nur feiern. Ja, aber dann, wenn der reagiert, dann muss er mich auch reagieren lassen. Ich meine, zu Weißwampe schon mal Zickelsklasse, wo ich an 2 Schüler bei nie sitzen, und da sind wir ganz sicher bei dem 35 bis 35 Kanner. Ja, voilà. Und das ist auf jetzt Rückmeldungen verteilen noch immer ich. Und ich wäre ganz dankbar, wenn da mehr erlaubt, dann meine Arbeit auch zu machen. Da gebe ich auf Bierden, das zu respektieren. Ich wollte just fragen, ob du im Panel noch darauf reagieren, weil hat verschiedene Leute effektiv auch geschwärzt, den Enseignementsberuf zu valorisieren auf der Bühne. Sonst gebe ich vielleicht noch Klärungsfragen aus dem Publikum, bevor wir noch die dritte Frage holen, die auch noch im Raum steht. Da wollen wir auch noch zurückkommen. Jaff? Ja, ich wollte noch kurz auf Süß Primärschule angehen, wo wir auch Konsequenz dafür sind, für auch dort Lehrpersonal zu stärken, gerade Spielschule beizusetzen, ein Modell, den man dann noch am Präkos haben, dass man da mehr Zeit auch für die Kinder hat. Aber wie gesagt, ich habe doch für drunten gesagt, den Zeitfaktor als wirklich das wichtig ist, an den administrativen Aufwand, wenn ihr den reduziert kriegt, dann haben auch die Professor nach mehr Zeit so nicht für die Schüler. Und ich kann just konfirmieren, dass man zu Haaren mit 18 Kinder an der Primärschule sind. Das ist das Maximum pro Klasse. Merci, Jaff. Hier haben wir noch eine Wortmeldung aus dem Publikum. Und ich gucke, ob nicht vielleicht noch die andere Hand geht. Falls du der froh nur zu dem, was gerade gesagt hast, oder Kommentare, können dann natürlich auch noch machen. Ich wollte sagen, dass ich an meiner Grundschule zu 32 an einer Klasse war und das unmöglich war zu werkstelligen und dadurch Täuschen von der durchgefallen sind, dritte Schule, respektive vierte Schule. Welche Schule war das dann? An Reiler. Laurent, ich gebe dir noch die Möglichkeit. Merci. Von den anderen noch ganz kurz also ich will auch schon selbst klarstellen, wenn in einer Oppositionspartei ist und nicht kritisiert in etwas, das heißt nicht, dass wir alles schlecht machen. Wir kritisieren die Punkte, wo noch ein bisschen nur gebessert. Sie werden das schon viermal hören. Sie machen alles schlecht. Nee, das ist nicht vor. Mit das auch als Pflicht als Oppositionspartei, die kritischen Punkte umzuschwätzen, die vielleicht nicht gerne darüber geschwätzt wird. Und das wollte ich so. Ich meine, du hast den besten Beweis, 32 Kanner an einer Klasse, wo da viel nicht die Qualität kriegen, die sie verdient tun. Merci. Merci, Laurent. Ich weiß nicht, ob du noch drauf gehen. Erik, willst du noch ein ganz kurz? Ja, also ich meine, es noch viele andere wichtige Themen und hast du nicht wie irgendeinen Absolut. Voilà, dafür just ganz kurz. Opposition, da sind der kritisiere ganz klar, wenn ich der Meinung sind, dass man nicht mehr bei Fakten sind und dass du Zöllen an Raum gehalten in den richtig sind, da will ich das klarstellen. Das war ein Beispiel, wenn das konkret so ist. Da wundere ich mich, also so wie ich gesetzt im Moment kennen, das war das, was die letzten 4 Jahre als Bürgermeister mitgekriegt tun, hast du ein Splitting nur 24, bei der Zahl von 24, wenn das so sind, den zu 34 pardon, an der Schule zu sitzen, dann ist das definitiv nicht ganz produktiv, also aber nicht so mein Verständnis, so wie ich das Gesetz da mitgekriegt tun. Merci, Erik. Ich gebe proposieren, dass wir dann auf die dritte Frage kommen. Du gibst mir noch ein bisschen Klärungsbedarf brauchen. Du hast geschaut von der Situation an der Belsch. Oder willst du die Frage zurückziehen? Also okay.
Okay, mais voilà, kannst du sagen, ein bisschen mehr genau erzählen, was das geht, aber was froh genau ist? Ma an der Balsch gin das für neue Programm rauskommen, den nicht Evras, dass e Programm fir das Kanner frei sexualisiert gin an ich voll froh op zu Lützeburg och so e Programm enker wird 4 kommen oder net. Ich kann nur das Programm nicht, ich weiß auch nicht, ob ein anderer das Programm kennt. Wir gucken das sehr nur, für auch besser zu verstehen, was das geht. Ich meine, Mara wollte schon ein bisschen zu dem Wort malen. Und sobald wir mehr Informationen haben, dann klären wir das noch ein bisschen auf. Mara? Ah, nee. An dem Mikro, wann schreibt das jeder mit? Merci, Was Mara. sexualisiert dann an dem Programm kann also wenn du ein bisschen mehr Kontext kennst etc. Ich meine, kann die von uns den dort Programm nee das ist ja auch nicht unbedingt ein Lützeburger Programm etc. Das ist erklärt ein bisschen mehr, da können wir vielleicht besser drüber gehen. Das also schon de Programm gelesen, aber ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern. Da sind Alter, ich meine, dass ab 10 bis 12 das kann iwwer Genre geschwert geht so weiter. Und ich fand, dass das nicht soll sein, weil man kann, die soll dabei zu spielen gehen oder die soll andere Aktivitäten lernen, zum Beispiel, wie soll ich sagen, am Busch, pädagogische Aktivitäten an der Natur so weiter. Also mir gerade gegoogelt, für das man den Fact-Checking machen. Also Everest System, da sind Aufkürzungen wie alle, ne? Die Programme haben immer guten Aufkürzungen. Und das ist eigentlich Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Es geht eigentlich darum, Jungen Kanner beizubringen, die verschiedenen Aspekte. Ne? Voilà, du hast dann effektiv auch Sexualkunde, du für all die Sex Education auf Netflix gesehen und die kann vielleicht schon ein bisschen sich beim Thema aus. Aber alles, was auch mit Cybermobbing zu tun hat und so weiter und so fort. Es geht ganz viel eben relational, Relationen allgemein und nicht unbedingt an das romantische Stil. Ich weiß nicht, ob da darüber angehen, dass wir effektiv, wie gesagt, ein Programm, den du heute am Land nicht gibt. Ich weiß, Belgien ist gar nicht so weit weg eigentlich von heute. Wir sehen süße Stief, wo weit weg von uns Nopren. Ich weiß nicht, ob man viel Sinn hat, ein belgisches Programm zu diskutieren. Laurent, ganz kurz, und dann gehen wir weitermachen. Wir sind der Meinung, dass Sexualerziehung definitiv ein Punkt ist, den die Eltern sollen mit den Kindern ausschwätzen, was sie für richtig halten. Und dafür schwätzen wir auch gegen die freie Sexualisierung an den Schulen aus. Ganz einfach, klar. Ja. Kannst du uns dann noch erklären, was das Verständnis von Sexualisierung an der Schule ist? Kannst du uns kurz erklären, was das Verständnis von Sexualisierung an der Schule ist? Ja. Am Biologieunterricht an der Setjam kritisch beigebracht, was Mann und Frau ist, wie kann er gemacht gehen. Ja, das ist auf der Setjam. Wenn ihr guckt, ich meine, das, was den Herr der geschwärzt hat, das ist die Sachen, die ihr mittlerweile auf der Tele gesagt zum Beispiel, mein Toten als ein Blowjob und der Toten als die und die Sexstellung bei der und der Position. Und da sind wir ganz klar dagegen, weil wir fanden, dass die Sachen nicht an den Schulunterricht gehören. Okay, merci. Das ist eine Erklärungsfrage. Ich weiß nicht, ob nach den anderen drüber gehen. Sei vor, die du mal da zu sehen hast. Ganz kurz danach, und dann gehen wir weitermachen auf das nächste Thema. Und zum Thema Gender und Sexualität, also Richtungen wie Homosexualität, so darüber geschwärzt gehen im freien Alter, weil das schon wichtig ist eigentlich. Ich meine, die Frau war gerichtet Laurent oder? Ja, okay. Laurent? Merci, dass die Frau hier aufgekommen ist. Ich meine, das ist eine so komplex Frau, alles was Genderen ist, also weiter. Und du sollst nicht immer leben und leben lassen, weil, ich gebe dir ein Beispiel. Oft die Leute, die Leute, die vegan leben, das ist ja alles schön gut. Aber wenn ich dann an meinen Burger beiße und ich kriege gesagt, ich habe das Amtschwein nach Scheizen, da fängt es an, mich zu nerven. Das heißt, wenn ihr guckt... Was wird dann nur direkt mit der Frau zu gehen, Laura? Das wird genau dummer das kein Politikthema. Nee. Das aber ganz kurz, ich will aber dem Laurent Möglichkeit sich zu erklären und dann den anderen darauf zu reagieren und dann machen wir weiter. Das ist ein Beispiel, weil ich meine, an der Covid-Pandemie, ein anderes Beispiel, da hat man gesagt, kann es sein, dass eine Majorität von den Leuten muss leiden, weil eine Minorität von den Leuten sich nicht will impfen lassen. Das war dem Herr Büttel sing wir da. Am Genderen, also genau das nämlich. Jeder Verein kann sie, was er will, und kann auch die Sexualität so ausleben, wie in das aus seiner Freizeit will. Aber ich fand es aber falsch, das so zu mediatisieren, dass die Leute an den öffentlichen Medien
sich Kaphalf erschloen, dass du bausen gestritten wird über den Thema, was schied vor engem sing egen Sache sind. Ich meine, ich so ja auch nicht, ich werde schon meiner Freizeit als machen. Merci Laurent, dann hast du das Mikro geholt, gehen davon aus, willst du noch kurz darauf reagieren? Ja, ich fand die Außenmatte Veganer einfach mega primitiv, weil, come on. Ich gebe bitten, dass man... Also, ich kann mich an eine gute Situation erinnern an der Stadt. Da waren ein paar junge Member vom Adrenalin, die waren da bei der Chamber und die haben den LGBTQ-Handel wasch geholt an der Lützeburger Handel drüber gehangen. Ne? So viel dazu. Und da denke ich mir einfach, beim Genderen, das ist ein Luxusproblem. Und ich meine, wir haben hier im Land viel mehr Probleme wie das. Und wir sollen uns mal mit diesen Sachen befassen am Platz und mit so Sachen probieren, Stimmen zu fangen. Merci an. Ich will noch direkt wirklich das Thema aufschließen, weil wir noch ein großes Problem am Land, das wir wollen diskutieren am zweiten Teil, und das ist die Logementskrise. Die echt schon ein bisschen mehr wie von der falschen Mitte für das Thema. Ich weiß, dass zu allem immer viel zu sagen. Wir haben viel Leute, dann wir viel Frauen. Und dafür gebe ich aber noch aufschließen, vor allem, weil das Thema noch nicht mehr thematisch und inhaltlich diskutiert wird, mehr schon politisch und das will man vermeiden. Also, ich bin von mir schon für den nächsten Teil. Und dann gehen wir übergehen zum zweiten Teil. Dann hat gerade Probleme geschwärzt am Land. Ich meine, allgemein, also in sich dass das kein Problem mehr schon eine Krise, also wenn in Zeitungsartikeln liest, wenn in Podcast lauscht, da schaut sie nicht mehr von der Logementsproblematik, mehr von der Logementskrise. Immer gehen die Akteure nach nicht mehr frei wie heute oder vorgestern als CGB, den Opfer, dass das selbst geschieht. Immer wird gesagt, dass Sektorkrise ist. Und immer geht es schwer für Junker, ne? Also die Terrain Zins, die weiter abklammen, gehen sie durch, wenn sie rufen nicht. Das weiß man nicht, da muss man auf die Europäische Zentralbank warten. Aber da gibt man mal, ob solchen, frohen, Kommentare, Punkto Logement kommen. Und von der Welt können wir auch dort zum Thema Mobilität nach kurz sagen. Ich gehe für dich Logement 4 holen und dann Mobilität. Ich sehe so viel Hände, dass voilà. Ich wusste das. Wenn ich lang genug warte, könnt ihr froh. Am Anfang ist schon ein froh für euch alle, dass er einfach mal kurz erklärt, wie ihr das lesen, also von allen Parteien einfach. Wer meint, ihr besten Start. Merci. Ja, soll man so machen, wie wir bei der Schulpolitik machen. Jeder kriegt immer 1 Minute Zeit und da viel Glück, an einer Minute Logementskrise am Land zu lesen. Go! Ja, wie viel du fängst? Fängt man mal dummer da an. So, mich was an der Mitte fängt. Mara, wärst du bereit? Dann, dass wir dann immer beim Selbsten fängt, da bleiben wir auch da fair. Gut, Mara von der Jungling. Vielmals merci. Ja, also wie wahrscheinlich all die anderen Parteien haben wir alle Götten endlich gemerkt, dass das Logementsproblem wirklich ein riesiges Problem ist, gerade für die sozial schwachen Leute, aber gerade für die jungen Leute. Also sich zu logieren, sogar wir haben direkt schon von Zinsen geschwart, für Prä abzuholen, bald geht schon um, dass Junker sich nicht logieren können, weil sie auch was sie Leute sollen bezahlen. Ne? Und da muss ich dann einfach gucken, dass wir mehr bauen, dass du sind die Lenker auch ganz klar dran, dass von Sachen brachleien, weil Sachen ob Sachen spekuliert wird, weil die Leute einfach just zu wollen, man mit den Häusern so einstellen lassen, die müssen können entgegen gehen, da muss man können so einen Antrag seiert gehen, dass einfach das nicht ethisch vertretbar ist, dass der Sachen einstellen lässt von einer Logementskrise. Voilà. Merci Mara. Georges, machen wir bei dir weiter, machen wir den Tour. Ja, das Logement, wie am Anfang gesagt wurde, wäre es dem letzten Weg so, dass das eine dramatische Situation zu Lützburg ist, die über die letzten Jahrzehnte entstanden ist. Und für uns geht es aus für an dem privaten Markt überhaupt eine Handhabe können zu haben, nehmen die Möglichkeit, dass wir den öffentlichen Wohnungsbau weiter treiben. Da sind wir als Land manchmal noch unter 5% von abordablem Wohnraum, denen die Leute zur Verfügung stellen. Da wollen wir unbedingt die 25% erreichen, für dass wir überhaupt an Engagement kommen, wo in Abfluss kann, ob Preise haben oder die gemäßigt halten. Dasselbe gilt auch, da muss ich natürlich mit der Gemeinde zusammen schaffen, das gesehen ich auch nur mit dem Gemeinderat. Wir haben dort die Möglichkeit, den Leuten einen Preiswert oder etwas Preismäßiges zu bieten, wenn die Gemeinde machen möchte und dann durch vom Logementsministerium subventioniert wird. Merci, Georges. An?
Wir proposieren, dass wir ganz einfach mehr bauen, mehr schnell bauen, und mehr dicht bauen. Zum Beispiel sollen die Plätze am Bauperimeter, die noch frei sind, auch genutzt gehen, für darüber können zu bauen. Wir wollen die Leute, die ihr Prä-Aufrufe bei der Bank finanzielle Support geben, für das sie ihren Prä auch kriegen und sozusagen den Staat als Garantie haben. Wir wollen auch Prozeduren für zu bauen, dass die endlich viel mehr kurz gehen, weil für wirklich etwas zu realisieren, das dauert ziemlich lang und da wollen wir auch verbindlich die Lehen aufhören, dass in Planungssicherheit hat und dass wenn ihn dann 6 Monate muss auf die Bank laufen, dann irgendwann bei der dritten Kehr kriegt ihn dann die Prä nicht. Und wir wollen auch klar, wir sind an einer Krise und wir müssen abhalten auf allen Plätzen, von da ein Eidex durch den Garten krabbelt, dass ihn da nicht mehr bauen kann, wenn es der Eidex, da wenn es die Etüden muss reduziert gehen, weil nicht mehr so können wir wirklich das Problem auch an der Basis gehen. Merci Anne. Laurent? Merci sehr Reaktion op die Längs sie will Mann schaffen am méi bauen dat das ein Konsequenz die net méigg ass Programm von der ADR Punkt Logement dat war just Reaktion da muss man hi goen beim Logement muss man mal aufhängen de Kredit d'impôt wäsch zu holen dat das also den muss man net wäschpader den muss man so heich machen dass Leute die sich eng echt Wuning kaufen dass de kein 6 oder 7% muss bezuelen. Und dann auch der Verkauf von den Häusern. Also auch das, was Schiedverein will seg Taschtierchen, die 3%, die ein Agent Immobilier kriegt, wann er ein Haus verkauft. Bei einer Million sind das Ganze ja 6 plus 3%, das sind aber 90.000 €, die schon müssen als Plus-Value draufgeschlagen gehen, für das Person, der drin kriegt, was sie gern hat. Und dann muss man auch gucken, Gesetze rückgängig zu machen, wo die Banken 10% Apport propre holen. Weil kann nicht sein, dass eine Person, die 1.500 € Loyer bezahlt, kein 1200 € Prä kann zurückbezahlen. Merci Laurent. Gehen wir weiter mit dem Jeff. Also der Jeff Gangler, ich muss das immer spezifizieren. Und den merkt man plus, oder wirklich nicht nee gesagt. So, was mengen kurz Term Gemengen unterstützen für Jugendfundstrukturen abzubauen und noch ein Kader schaffen für Alternativunformen wie gehen. Das soll nicht von der Uni zurückkehren, direkt ein Platz im Hut, weil du steckt Autonomie gut. Dann auf der anderen Seite den gucken, dass in Terrankrit simplifiziert administrativ geht oft ugeschwert, du hast sicher munzig zu machen, gezielt akkurterm ja Zinsen op de Preen, da sind du steuerlich Entlastungen kriegt der hilft und dann der Tisch von den Wuning käft der Registrierungskächten, dass die sollen wäsch trillen für dann Häuser. Vielleicht an ein Pakt Logement 3.0 nach ein Kamé gezielt op de Wolle von den jugendlichen Agon op hier Bösmann für du einfach Lesungen zu fanden von zurückkommen respektiv von Sufhängen schaffen für einfach in der Dach zu fanden für du hin rauszukommen. Merci Jeff, wir gehen noch weiter mit Emir. WU geschwert mat WG sie mir auch dafür, dat mocht die Leute unterstützen, die eng WG gründen. Und dabei wurde noch, dass der Staat massiv Wohnungen gebaut für 10 € de Meter Carré, an denen da 4 behalt sind für also denen Leute so gut kommen lässt, die im Privatmarkt keine Wohnung fanden. Da wollen wir auch kein Register mehr auf einem Logement, aber wenn ich muss plündern, für seine Trennung oder ein Todesfall soll noch keine Steuern mehr direkt bezahlen. Und der Staat geht doch im Moment bei Immobilienprämien als Garant mit bis zu 200.000 €. Und Piraten wollen das Maximum von der Staatsgarantie für Immobilienprämien für die Wohnungen erhöhen. Merci Emir. Erik? Merci. Also die Probleme sind immens komplex und gibt nicht eng einzige Schlesung. Da muss noch viele Schrauben drehen, für den Problem dann in den Griff zu kriegen. Das erste Problem ist, dass wir die letzten Jahrzehnte, die letzten 4 Jahre einfach nicht genug gebaut haben. Das heißt, wir laufen schon diese Wohnungen haben drin, die wir über die letzten Jahre nicht gebaut haben. Wir haben eine Krise, wir bauen im Moment 1.000 bis 1.500 Wohnungen, wir müssen aber 4.000 bis 5.000 bauen, für wir haben an einen gewissen Equiliber zu kommen. Wie will man das umsetzen? Erstens, über die nächsten Wochen muss der Staat, die Regierung Milliarden, 2 bis 3 Milliarden an die Hand holen, für Privatprojekte abzukaufen, die im Moment nicht können.
drinnen gebaut gehen, dass der Staat die finanziert baut und dass du eben zum auch Junker die Lufthansa mal schaffen, dann du können ein Dach über den Kopf kriegen. Wir mussten mehr Lokationswohnungen bauen, ganz klar. Drittens, wir müssen noch ganz klar Misere bauen, da sind wir bei den Prozeduren, da so geschwärzt gehen, darum die Idee für einen Akkord anzuführen, wenn ihn bis 1 Monat lang nicht sein Akkord hat, dann lief das automatisch, da müssen als Gemeng, als Bauherr nicht 3, 4, 5, 6 mit dem wir auf einen Akkord werden, das ja wundert sind, da muss man auch auf verschiedene Plätze, wo es Sinn möchte, mir heisch bauen, wo in das da kann, das natürlich auch mit den Gemengen zu summen, an der Wicht, da so geschmerzt gehen, es muss noch heute davor kommen, dass Schiedrehen ein Haus mit 10, 8 Terra hat, dafür mehr Lokationswohnungen, neue Wohnformen, Co-Lokation, Wohngemeinschaften, Tiny Houses, all die Sachen zu summen, ich meine, da sind wir am richtigen Weg. Und dann nach der Chef? Maja, wo haben wir eigentlich das Problem? Wo besteht das Problem? Weil ich meine, bauen das hier am Land nicht mehr teuer wie in der Belgien, aber ganz einfach, ein Terraspreis ist viel zu teuer. Dafür proposieren wir eine empfehlte Bauoffensive, sprich, wir bauen auf Land, was proprietäre Lohnen vom Staat. Der Staat hat momentan 500 Hektar Bauland auf Stock, weil da kein drauf gebaut gehen, an das verkauft gehen, der Staat behalten Terra. Und den Terra geht dann auf 100 oder 250 Euro verlohnt. Sozusagen kriegt man einen Terraspreis aus dem Preis von der Wohnung neutralisiert und das dann quasi wird das schon tauschen in einem normalen Haus. Dazu sehen wir dann noch, dass die 6% Enregistrement gestraft gehen. Das sind einfach 6.000 Euro bei einer Million, die dann einfach für Wäsche fallen. Zudem sind wir auch, wie die Mejaner, auch für andere Prozeduren. Und auch wenn der Staat eine Wohnung baut oder einen Komplex baut, muss das nicht in den Architekturpreis gewonnen. Das kann auch einfach etwas ganz Normales sein. Vielmals merci, Jeff. Vielleicht ein bisschen viermal weitermachen mit Fragen und Antworten. Hand auf Herz am Publikum, wen hier am Saal möchte sich Gedanken ersuchen, wo werde ich später können wohnen? Was sind dann da vielleicht eher größte Bedenken? Ich denke, das ist ein Thema zu sehen, was aber schlägt. Wieso? Was tut er? Wir haben ganz viel hören, ne? Von verschiedenen Mesuren, verschiedenen Zielen, mehr billig bauen, mehr Steuern bezahlen, den Enregistrement waschen, Garantie vom Staat von 200.000, wo ihn heute zuletzt vielleicht noch ein Garage dafür kriegt, vielleicht absetzen, 10 Meter Carré bauen auf verlohnen. Aber was brauche ich dir? Vielleicht frage ich dann, wieso wird dann nicht mehr gebaut? Ja, mit den Erik hat 400 Zölle genannt, 1000 bis 1500 Unitäten sind ja gebaut, wir brauchen eigentlich viel mehr. Dabei haben wir Entreprisen, die verhit gegangen sind, nicht mehr spät wie nach am Juli für ein Congé Kollektiv Cardoso am Süden. Wieso wird nicht mehr gebaut? Jeff? Der Privatsektor baut momentan einfach nicht, weil wir viel zu viele Zinsen haben. Und eben noch, wenn der Terraspreis viel zu teuer ist hier im Land. Und der Staat baut mega nur baut nicht, weil ein Terra nicht kriegt von den Proprietären. Dazu wollen wir dann noch beifügen, dass wenn ein Proprietär, ich meine, weil immer noch mehr, dass 10 Proprietären hier im Land 50% vom Bauterra haben, wir wollen die besteuern, ob der Plus-Value, die dadurch entsteht, dass sie den Terra stockieren. Es waren 5% von der Bevölkerung besitzen, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, aber größte Monter von den bebaubaren Flaschen, das waren, ne? Also von den Flaschen am Land, die können gebaut gehen. Jeff, an der Erik, und dann gucke ich auf die andere Seite, ob du vielleicht noch reagieren. Jeff? Ja, aber wie gesagt, wir zu Bauschel sind schon 6 Jahre am Gange, wo wir gucken, einfach Terrain zu kreieren und so, die Kinder direkt gebaut gehen. Das heißt, ein moyen Term, wo ich dann natürlich auch ein Mopo machen, das heißt, ein Terrain umklassieren, das noch viabilisiert gehen. Man da ist natürlich einfach Zeit, Terrain zu kaufen und dass ihr Promoter sich schon durchsetzt, den dann auch Zeit tut, damit die Leute schwätzt. Und das machen wir aus Gemeng. Mulo 3,5 Hektar kauft, die mal probieren, dann über die nächsten, wenn es gut geht, 5, 6 Jahre mal die Infrastrukturen zu schaffen. Das hilft neben dem Bauen, also auch die ganzen Administrativprozeduren drin, die auch irgendwann Daseinsberechtigung hat. Also wenn man verschiedene Prozeduren haben, wie eine super eine strategische Umweltprüfung, als das weil auch irgendwo
der anderen Seite einen biologischen also Mehrwert gibt, das heißt, dass man muss gucken, wann man absolut immer Wege kompensiert. Du siehst schon Möglichkeiten, das mir einfach zu machen, so einen auch nicht auszuweisen, mir einfach de facto und den Terrain zu kommen. Das Terrain gibt auch viele Terrain, die ausgewiesen ist, gibt auch viele Terrain, die Bruchleute, wo einfach Privatleute nicht wollen verkaufen respektive in drasetzen und du muss man dann natürlich kommen für ein Grundsteuer zur Hege respektive an ein Leerstandsteuer für du mich schnell umzukommen. Das ist nicht so einfach, weil im Grundgesetz aus dem Droit de Propriété ganz heisch und das Grundgesetz zu mir auch gestimmt. Das heißt, du musst juristisch da gucken, wie ihr Lösungen findet. Es geht, ich meine, dass sie muss Pakt Logement nach mehr für die Gemenge mehr zu unterstützen, weil die Gemenge sind nur... Wir können die Gemenge dann noch mehr unterstützen, Jeff. Dann haken schon ein Kino. Oder Erik, willst du vielleicht drüber gehen und dann Jeff kommt auf dich ein zurück. Dann nehmen wir, hat schon ein gemeldet, den hören schon noch zu Wort. Und dann der George auf der anderen Seite. Also vieles wird gesagt, das ist nicht zu 100%. Wir müssen just einen Tri machen zwischen der aktuellen Situation, die wir haben, weil du brandet, auf jeden Fall von 5 und nicht von 4 für konkret über die nächsten 3 bis 6 Monate etwas zu ändern. So, das geschwärzt geht von Bauterrain, wo man lange Prozeduren um die Hundterrain und das kompliziert für an Gang zu kommen, die dann aber können, das aus der Stadt, weil das gesucht ging, der Staat hat am ganzen Lützeburger Land Hektaren, wo direkt Kind gebaut gehen, das ist ein Terra-Hummer. So, an der Staat hat Geld, muss ich ganz klar sagen, ja, das ist Krise, aber da muss man aber als Politik wissen, wie wichtig ist der Logement, nicht kann ich so als 29-Jährigen, als das für mich im Moment das wisst. So, und da muss der Staat seine Prioritäten noch vielleicht umverteilen, und die wird die nächsten 3-6 Monate nach ein 2 bis 3 Milliarden an den Logement investieren, die Terrain, die wir haben, die Terrain mobilisieren, Wohnungen bauen, und da kommt schon ein Punkt, der so noch nicht angeschwärzt gehen. Wenn wir das nicht hinkriegen, dem ganzen Bausektor von den Entrepreneuren, von denen die Kirche bauen, die Plätze lehnen, das sind am ganzen Lützeburger Land sind das rund 50.000 bis 60.000 Leute, die an dem Sektor arbeiten. Und das ist das, was ich so als Bürgermeister, da kriege ich viel mit. Du werden über die nächsten Wochen am Main so graf wie das, werdet weiter reden. Und du werden Tausende und Tausende Leute kein Arbeit mehr haben, wenn der Staat zusammen mit den Gemengen nicht eine Hand mit auflegt, für den Privatsektor dann noch zu unterstützen, für die Leute, die sonst immer viel gebaut und die im Moment da was mehr tun, für dort zusammen zu 3 die Probleme mit uns. Und das ist der erste Punkt. Und dann all die anderen Sachen, die ungespart sind. Das ist auch richtig. Ja. Mit das die Gesetze, die kommen dann schon, aber das dauert 3, 4, 6, 9, 10 Monate, bis das läuft. Das ist wichtig, muss ich noch machen, das muss die nächste Regierung schnellstmöglich an Ugo holen. Wenn man so lange werden, bis man 12, 13 Monate entlaufen kommt, dann ist das viel zu spät. Dafür der Staat die nächsten Wochen Monate massiv investieren, massiv bauen. So merci, Erik. Den Emir wollte sich noch mal, brauchst du mir das? Oder ja, Emir. Und dann der George nach. Ja. Was man auch als Gesellschaft muss machen, das zu lösen, umdenken. Also, natürlich, jeder drin von einem Haus, man denkt, in einem Garten, dann hat auch mehr die Platz haben wir nicht zu Lützburg. Was man mehr bauen, was das immer Männer geht, wenn ihr schon angeschaut hat, wir heisch bauen, vielleicht dementsprechend noch unter Infrastruktur bauen, dass aber jeder davon absurd ist. In einem Garten, wo nach Kanner rausspielen gehen oder einfach bis mit großen Gemeinschaftskarten, was doch soll abhalten, einfach, dass das spekuliert wird, dass man da Terrain Eidel stehen oder Häuser Eidel stehen, weil einfach Investoren aus dem Ausland aufhängen mit spekulieren. Merci, Emir. Der George nach, und dann haben wir auch eine Reaktion heute aus dem Publikum. Ja, final glaube den froh zurückzukommen, fährt dann am Moment nicht so viel gebaut gibt. Das ist ja auch so, dass man Zinsaussteigerung haben, pardon, aber gleichzeitig auch preissteuerisch. Der Tisch für uns kann anschließend den Staat mit Steuern helfen, was zwar aber muss zeitlich begrenzt an sozial geziblierte Mesuren sind, für das nicht nur nach langfristigen Nebeneffekten entstehen. Da sehen wir zum Beispiel, dass der Staat Kind der Baufirma helfen, dazu können weiter schaffen, dass TVA auf Baumaterialien für den Moment aufsetzen, auf nur 3%, und dass das für die Leute, zum Beispiel der Böllischen Nackt, so wie Lo ist am Moment, dass dem wohl mehr wie Enker dann möglich ist. Und dann haben wir noch das Paket von der Scholzen. Als Klärung, der Böllischen Nackt, wenn er etwas kauft, dann muss er bei Notar gehen, dann muss er bezahlen. Der Böllischen Nackt, den erlaubt er, dass für einmal wird das 20.000 im Moment, oder 20.000 war temporär abgesagt, gehen wir aber auf 20.000 drauf, das ist 20.000 Euro spurt, die ich kehre, wenn er sie benutzt. Da könnt ihr übrigens im Gische sogar noch gucken, da steht, wie viel dann auch von ihrem Böllischen Nackt übrig steht. Ne? Das ist als Klärungsprofil, dass jeder weiß, was der Böllischen Nackt ist. George, los nicht noch fertig schwatzen, und dann kommen wir auf
Ja, vielleicht noch für dann nach tun zu hängen, da schwätzt man ja dann noch über Bauland, was übrig ist. Und ich meine, im Moment schwätzt man über ungefähr 2500 Hektar, die nach Anbauperimeter frei sind. Da sind die dem Staat gehören, sicherlich dabei. Das sind nicht mehr Privatleute, die werden. Wir haben aber auch immens viele Baulücken an eidelstehenden Gebäuden. Und das sind Plätze, wo man aber so los muss umdenken und aufhängen, die probieren zu nutzen. Entweder, wenn ihn zum Beispiel die Proprietären, sie kann für einen gewissen Zeitraum auslehnen oder natürlich mit am Hinterkopf behalten, die Person das vielleicht auch kann, mit der Klausel du nur seht, okay, den kann er in den Zujanschlo wohnen, du musst aufhängen ein bisschen mehr für deinen Eidel Bauland zu bezahlen, für das du vielleicht den Incentive kriegst, denke aufzugehen, zu verkaufen und in anderen da wohnen zu lassen. Merci, Georges. Mehr hat noch eine Frage aus dem Publikum. Moin, ich hatte kurz eine Frage zum Logement. Die hat alle Gute gesagt, dass mehr muss gebaut gehen, mehr zum Beispiel die letzten 10 Jahre, für was dann da nicht mehr gebaut. Für waren die Parteien an der Regierung, die Lorem von einer Bauoffensiv schwarze gerade 400 Wahlen, für was auf die letzten 10 Jahre dann nicht genug gemacht. Ich meine, der Preis der Meter Carré hat sich quasi verdoppelt die letzten 10 Jahre, von 4.500 Euro auf ich meine bald 8.500 Euro. Das schwätzt du nicht gerade für eine gute, vernünftige Baupolitik. Was noch ein anderer Frodo. Aus einer anderen Frage Punkt Logement, da können wir vielleicht 2, 3 Fragen gleichzeitig trätieren. Ich sehe kein Hand an die Leute gehen. Ich meine, wir können vielleicht wiederholen, also effektiv, wieso hast du nicht mehr gebaut in den letzten 10 Jahren? Zinspolitik ist natürlich von der Europäischen Zentralbank hat sicherlich in den letzten Monaten dazu beigetragen, aber das hat letztes Jahr im September angefangen, das ist ein Jahr ungefähr. Dafür drunter war auch schon nicht genug gebaut. Und willst du dazu sagen? Ich hatte schon mal ein Mikro gesehen. Okay. Ja, ganz einfach, weil Blue-Rot-Kring nicht auf die 124.000 Bürger reagiert hat, die an den letzten 10 Jahren hier beikommen sind. Au contraire, und zum Beispiel durch politische Fehlentscheidungen hat sich die Situation im Wohnungsmarkt noch verschärft, so 2015. Kannst du als Beispiel geben, was zum Beispiel ja, 2015 gab TVA-Logement von 3% bei den Mietwohnungen aufgeschafft. Es gab eine Änderung beim Amortissement accéléré, eine Reform vom Loyers-Gesetz gab am Anfang präsentiert, mit der von allen Akteuren aus dem Sektor kritisiert. Dann ist auch die Attraktivität für überhaupt mal vom Akteur an den Mietwohnungsbau zu investieren negativ beeinflusst gehen. Und das wird natürlich auch bei den Investoren zu einer großen Unsicherheit gefördert. Und die groß angekündigten Reformen von einer Spekulationssteuer respektive von der Grundsteuer, die sind einfach nicht gekommen, aber sie sind beim Staatsrat durchgefallen. Und, Merci, ja, Jan. Plus, minus, ja. Erik? Also ich fand die Frage ganz pertinent, wenn ich auf den Platz sitze, gebe ich das hängen nämlich und du so vollkommen recht, so das kriege ich raus. Ich erlebe auch so, noch vom Häufig verschiedene Parteien sitzen, soll das nicht heißen, dass ich mit allem zu 100% einverstanden ist, was die großen Parteien und Minister da so gemäht tun. Ich kann da just sagen, dass ein jetzt erfahren muss gemäht gehen. Dass dafür auch mengnisch, egal was für eine Partei, das wichtig ist, dass Jungleute gewählt gehen, die eben die Sorgen, die dir hat, weil wir die nämlich, wir sind an einem Alter, dass es wichtig ist, dass neue Leute eben noch kommen, für die Dossier umzugehen. Für da aber klar zu stellen, es die Sache gemäht gehen, aber die drohen im Moment noch nicht so hier frisch. Und dass wenn Krise dabei kommt, Zinsen sind angeschwärzt gehen, müssen aber festhalten, dass das an HPM, an der Fonds de Logement, das sind die 2 großen öffentlichen Trägerpartner vom Staat, dass die 2 bis 3 Mal so viel bauen, wie das noch 4, 7, 8 Jahre der Fall war. Das ist, wenn ihr guckt, an der Zeit waren das 2013, 2014 und die 90 bis 100 Wohnungen gebaut. Lo geht das aber in eine Richtung, wo wir bei rund 300, 350 Wohnungen sind. Das ist quasi das Dreifache mehr. Ja, das geht bei weitem noch nicht durch. Dafür all die Sachen, Prozeduren, die Taxen, die auch angeschwärzt sind, du sind nicht bei vielem dabei. Du musst aber feststellen, dass die Sachen 4 Leute, die sind an der Chambre, die sind Instanzen weh, und du siehst verschiedene Sachen, die vielleicht nicht so glücklich geschrieben waren, wo ich dann noch an der Regierung vielleicht nicht immer so eins waren, dafür müssen wir dann ein Tour drehen. Und ja, da sind viele Sachen gemäht gehen, sie viele große Wohnprojekte, Wohnen mit der Wolse, sind Projekte, die da sicherlich kennt.
Du sind der Projekt ganz Land gemäht, das geht bei weitem nach nicht durch. Dafür, wie ich viel so tun, öffentliche Träger weiter bauen, für dann eben durch Step by Step weiterzukommen. Mehr ja, das ist nicht genug gemäht gehen. Das ist ganz klar auf dieser Merci, Platz. Erik. Ich gesehen, der Java schon gerade mal Mikro am Grab. Ja, aber wie gesagt, ich kann ja dann aber definitiv von unserer Seite schwätzen rund um die See. Du hast gemeint, Baustelle 40% die letzten 10 Jahre gewusst. Was enorm aus für ein kleines Gemeng, wir sind eng von den 3, die am stärksten gewusst sind. Das ist, du gehst vor gemacht. Und wir sind auch aktiv am Gange, nach Terrain abzukaufen, für Projekte zu machen, weil wir uns das ganz bewusst in der Situation, wir wollen gerade Jungen eine Chance geben. Daneben muss ich auch sagen, dass ein anderes Projekt, ob das zu Notenmasse, wo du mit der Wolz zu Harel, du sind Terrain, da geht auch ein Kurterm los, das heißt, du hast die letzten Jahre massiv investiert gehen. Du meinst schon, dass es mehr wichtig ist, dass wir gucken, dass wir Jugendfundstrukturen auf Platz kriegen, wo die Gemeinde schnell können agieren, und Junge auch hier Platz finden, wenn sie zurückkommen, von der Uni respektive in dem Berufsleben aufhängt, in seiner Autonomie will haben, für ob man seine Übergangslösung zu haben, bis in den Wunsch von seinen Feier werden kann, dann erfüllen. Merci, Jeff. Du Georges, was ich mal an Laurent? Ja, finde ich, auf Bauern zurückzukommen. Also, da schwätzt man ja auch ganz viel auch vom Privatsektor. Für dann zurückzukommen auf Wohnungsbau offensiv, die die Stadt an der letzten Jahren lanciert hat. Dafür ein Zahlen zu nennen, die uns hier stehen, lesen ich da auf, sonst irre ich mich nach. Im Jahr 2017 hat die Stadt oder über seine öffentliche Bauträger 40 Millionen Euro ausgehen, für an den öffentlichen Wohnungsbau zu investieren. Und da sind wir heute bei 300 Millionen Euro. An Ziel soll dann dafür auch sein, weil das noch nicht durchgeht, für die nächsten Jahre bei 600 Millionen zu kommen. Was gibt in dem Fall da bedeuten? Das gibt alle Jahre 800 neue Wohnungen an den öffentlichen, abordablen Wohnungsbau dabei kommen. Merci, Georges. Mit Laurent Mara und dann gebe ich oder willst du direkt auf ganz kurz dann? Reagieren. Ich fand das alles gut, was gemacht wird. Wir kommen einfach nicht nur, weil bei HBM du stehen über 10.000 Leute auf der Warteliste, aber im Fond de Logement du stehen über 5.000 Leute auf der Warteliste, für eine Wohnung zu kriegen. Und dafür müssen all die Mesuren, die wir an unserem Programm stehen und die auch verschiedene andere Parteien an ihrem Programm stehen, die müssen einfach viel mehr schnell umgesetzt gehen. Auch der Bauperimeter muss eventuell ein bisschen verändert gehen, für das wir mehr Platz haben, wo wir können etwas bauen, weil das geht vier und Hand nicht raus. Also Merci, Anne. Vielleicht auch heute ein Akronym SNHBM, das ist Société Nationale pour Habitation Bon Marché. Du kannst ein Dossier deposieren und die bauen dann für andere Preise, die sind noch nicht am kommerziellen NRW, und dann können sie sich melden und eine Prozedur wie dann wir kriegen Familien mit Kindern, Zelibatären und so weiter und so fort. Voilà, der Fonds Logement und den SNHBM, die bauen dann eigentlich am Auftrag von der Regierung, von den Ministerien, von den Gemengen Projekte ab und verkaufen die dann zu ein bisschen mit billigem, abordablen Preis. Laurent, du warst noch da so, und Mara, und da schließt man das Thema auf, weil dann noch Thema Mobilität, weil am Norden auch nicht zu vernünftigen ist. Ja. Aber ich meine, ich habe schon ganz viel gesagt an dem dort Bereich. Und wir müssen noch ein bisschen vergessen, über Studenten und Studentenwohnungen zu schwätzen. Und auch da ist ein ganz großer Nachholbedarf bei der Uni LU, weil es sind ganz viele Leute, die auf einer Warteliste stehen, für eine Studentenwohnung zu kriegen. Und da müsst ihr noch über die WG gucken, weil das WG-Gesetz muss über Schaft gehen, an die Werbung schafft gehen, am Sinne von, dass die Leute vielleicht zu pur können ein Haus lohnen. Und dann, wie ich schon gesagt habe, musste man den Kreditimpôt an die Luft setzen, respektive bei dem ersten Ankauf ganz wegholen. Und wenn ihr Leute hört, die suchen Hunde, die zum Beispiel etwas wilde bauen, dann müssen noch durch im TVA auf 3% draufsetzen bei Zweitwohnungen. Das ist von 17% wie los, im Ruf auf 3%. Und dann bin ich ganz froh, dass das alles so geschwärzt wird. Wir sind am Gange, Symptome zu bekämpfen, wie Madame schon gesagt hat, von 124 neue Leute an den letzten 10 Jahren. Das heißt, 124.000. Lift? 124.000 neue Leute. Ja, 124. Ja, 1000, pardon. Und du hast das Thema vom Wurstem, für was mir immer angeprangert gehen. Wir mussten über den Wurstem schwätzen, weil an der Kurve vom Civicol, die ich am Gang sind zu machen, da sehen wir ganz klar, dass bis 2050 1.060.000 Leute hier im Land geplant sind. Das heißt, es geht riecht weiter mit dem Bauen und mit dem Leute an Land holen. Das ist mir Wurstem mit plus minus 15.000 Mann pro Jahr, wo wir schon ein Logementsproblem haben. Und da muss man mal aufhängen, der Wurstem ein bisschen zu bremsen, weil wir kommen nicht nur, wenn wir immer dran hängen.
Merci Laurent. Ich weiß noch mal nach Zeit für die Wüstungsfrohe Debatte zu feiern. Ich wollte auf jeden Fall den Mara, okay. Okay, dann Erik, willst du kurz darauf reagieren? Dann kommen wir bei der Mobilität, hat er gesagt. Also für die Leute ran an Land zu holen, das fand ich speziell. Also ziehen viele Leute, die ja plötzlich kommen, weil wir so einfach brauchen. Weil an der Tum am Gesundheitssektor gesehen, just ein Beispiel, wenn die Leute aus der Grenzregion, aus Deutschland, Frankreich oder der Belgien oder plötzlich schaffen kommen wären, dann hätten wir die Covid-19-Pandemie mit all den Doktoren, die wir hier haben, die Kompetenz, die wir haben, hat man denen nicht so gut verstanden, ganz, ganz klar. So, das muss ich dann auch aber fairerweise sagen. Ja, das ist nicht einfach für das alles in den Hut zu kriegen, aber die Diversität, die wir im Land haben, auch mit den Frontalien, die an der Schaffe kommen, die uns aber auch einen gewissen Reichtum hinbringen, weil wir so mehr produktiv können sehen, dass wir so ein hohes PIB haben, dass wir all die Sachen können leisten, wo die auch all davon profitieren. Ich meine, das muss ich aber auch einmal so. Dass wir mehr müssen bauen, mehr sehr müssen bauen, da sind wir es alle gut eins. Mit müssen das aber auch, erlauben wir zu sagen, auch mal ein bisschen nuanciert so und das dann auch so ein Jahr festhalten. Merci, Erik. Ich meine, da können wir. Na, das Problem haben wir nicht mal gelesen, leider. Schwierig. Aber auf jeden Fall durchdiskutiert. Und dann gebe ich, wie gesagt, wie versprochen, zum Schluss noch die letzten 4 Stunden holen für Punkte Mobilität. Du hast ja auch an den letzten Jahren viel geschieht. Ich habe mittlerweile ein ganz schlecht angewöhnt. Ich gemerkt, wenn ich verreise am Ausland, ich klamme mittlerweile an den Bus oder an den Metro und ich vergesse ganz ein Ticket zu holen. Und dann merke ich mir so, ja, hier ist nicht so wie zu Lützeburg. Punkte Mobilität, wie gesagt, vielleicht heute am Norden noch ein interessant. Was tut er da für Frauen, für Sorgen? Was will er da mitgehen? Ja, da haben. Also ich schon als froh für Anfang alle Guten, die da sitzen, wen du eine Lesung findest für bessere Möglichkeiten hier am Norden für Mobilität auch Zeiten zu haben. Ich persönlich schon die Erfahrung, dass ich am Anfang mehr wie ein Bus muss sollen, falls ich irgendwo hin will gehen, was am Anfang mit dem Auto so gesagt 15 Minuten dauern gibt. Und ich will einfach wissen, ob die wirklich eine Lesung findet für Mobilität am noch besser zu machen. Ja. Was ist besser für dich? Ich habe mir kurz, mir sehr, mir oft. Was ist besser? Das ist kein Problem, zum Beispiel, wenn du Busse als Stunde hast, das ist kein Problem. Aber ich will einfach nicht mehr wissen, dass wir auch genug Busse haben, genug Auerzeiten haben, für das Schiederät Möglichkeit hat, so wie an der Stadt oder im Süden, am Anfang überall zu kommen. Und die müssen, keine Ahnung, 1 Stunde, 2 Stunden zu warten oder 3 Stunden zu brauchen. Merci. Ich wollte diese als Klärungsfrage, weil das immer besser ist. Immer so. Ich gucke, ob noch eine andere Frage am Raum ist. Wenn nicht, dann, Jeff, gebe ich dir dann das erste Wort gehen. Punkt Mobilität, was kann ich dann da machen? Also Mobilität ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben über 3 Jahre gerade das Gemeinbauschild angesagt, für bessere Busanbindungen zu kriegen. Mehr sich will ich mal etwas sagen. Also die Mobilität, die Verbindungen, die wir für drin hatten, zu Menge Jugend, wenn wir dann an den Start gefahren sind, haben wir sind zurückgekommen, um 5 Uhr zu gucken, aus dem Kino rauszukommen, für den Zug noch zu kriegen, weil der letzte Bus also um 7 gegangen. Mittlerweile eine U-Bahn bis bis 11 Uhr in der Region. Die ist quasi mal flächendeckend. Das ist nicht alles perfekt. Und das ist noch sicher, viel Stellschrauben zu schaffen. Wie das ich auf jeden Fall zu Menge Zeit kann tun. Die Möglichkeit, auch samstags oder sonntags auf Plätzen zu kommen. So kann ich schwätzen über den Takt, der muss verbessert gehen, wann das sinnvoll ist, respektive U-Bahnungen, das Korrespondenzen müssen klappen. Ich gucke in die ganze Stausee-Region, wenn man der Reform kommt, am ist ja viel gewirrt, da sind viele Buslinien beikommen. Also Verbindungen waren bislang noch nie besser, auf jeden Fall auf unserer Seite. Das natürlich auch, weil die mir an den Norden geht, nach ganz viel Diskussionsbedarf. Luden wir gerade Chance auch neu zu Wolz, dass sie noch eine Zugverbindung hat. Und dann ein Teil, die von Kautenberg rüber könnt, und dass ein Accident geschehen, dass ein Tunnel antritt, ja, du kannst keiner bis dafür, du wird dann geschafft. Auf jeden Fall wollte ich auf dieser Platz versuchen, wenn ihn sich ersetzt für bessere Verbindungen, wo die Jugend macht, dann dazu noch zu Bauschild gemacht, ich war als Jugendkommission, mit einer Petition gemacht, und seit dem 16. Juli haben wir Busverbindung Sterreplatz Bauschild. Und da doch noch mal am Halbstundentakt für Pendler aufzukriegen. Also es geht, aber ich meine, du wirst sowieso noch von der anderen Partei eine Reflexion kommen.
der Chef will schon quasi weitergehen. Ich weiß nicht, George will Zulu rübergehen. Können noch den Tür machen, wenn du willst. Emir, du hast dich schon direkt bei deiner Introduktion, das ist schon entschuldigt für die Tage. Kannst du noch ein bisschen vielleicht mehr drüber gehen, und final wird bei den Piraten, an den jungen Piraten, dann im Programm steht. Also die Retaren, da können viele Faktoren zusammenspielen. Sie wird verloren durch die Barriere fährt, oder den sich auf der Barriere steht, als Barriere gestellt. Und da gibt es verschiedene Prozeduren, die CRL muss dann anhalten. Und das dauert eben ein bisschen lang. Und du brauchst der Stau doch, weil wir von einem Blocksystem, das heißt Blocksystem von heute bis dort. Mikro. Von heute bis heute darf nicht mehr den Zug rauffahren. Und von der raus ist, da darf der nächste rankommen. Und der Staat hat ja geschwärzt von einem Projekt für die Nordstrecke zweigleisig zu machen. Da wird mehr als auf den verschiedenen Plätzen. Und da wird noch in der Zukunft die Tüte gemacht gehen. Der Problem ist, Demos wird verpasst, Nordstrecke zweigleisig zu machen. Und wir hatten noch eine Chance gehabt, jetzt hier aber in den 80er Jahren, das verändert, wie von Ettelbeek bis Elben Gläser wäsch zu rappen. Und, voilà. Ich persönlich, also was Mobilität hatte ich mich schon nicht informiert gehabt. Ja, bevor ich so etwas Falsches so will ich lieber nichts hören. Und, was ich einfach hochgeschwart hat, stimmt doch auch zu meiner Zeit hatte ich auch nicht viel Busverbindung von Schweiz, obwohl so ein Schwamm gegangen sind am Sommer und da müssen spät um 6 Uhr den Bus wie heim holen. Merci. Das war von meiner Seite. Erik? Ja. Also für dich will ich sagen, dass auch hier am Norden an der Mobilität, und nicht nur am Norden, am ganzen Land, über die letzten Jahre probiert, in Retard abzuholen, über Jahrzehnte, den nur an der Mobilität vergisst, vernachlässigt. Fakt ist, dass über die letzten Jahre so viel am Norden investiert gehen, also an Mobilität wie noch nie. Das sind Projekte, die gestimmt sind, die auch nur in Zukunft werden umgesetzt gehen. Das ist konkret zu Klief, die Konturen zu Hause. Nordstraße, die sékurisiert gëtt op dee Plätzen ausgebaut gëtt, wo sinn mech, wo doch machbar ass zu schieren, wo verschiedene Sachen ausgebaut gin. Das ist der nächste Punkt. Den RGTS-Rees oder so geschwert gin, den ass reforméiert gin, den ass op viele Plätze, wo méi performant ass, wo en or am ländliche Raum eng Busverbindung huet. Es sind awer ganz klar der Meinung, de Chef huet po Beispiele ugedeit, die gut funktionieren. Ich kann ich awer eng Beispieler so, wo dat net so gut funktioniert, wo dat wenig sinn mischt, dofir sie nicht ganz klar der Meinung mir als Partei, dass dat muss eigentlich analysieren. Zweitens, drittens, Zugverbindungen und Busverbindungen, die muss besser man den aufgestimmt gehen. Da tut die spätestens gesehen, wo den Tunnel zu Kauteberg angefallen ist. Da möchte wenig Sinn, dann am Bus irgendwie hinzufahren, wenn dann zu Ettelbeek den Zug schon just vor, dann muss eine halbe Stunde und eine Stunde auf den Zug werden. Ich meine, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und dann drittens, oder viertens, pardon, ja. Schon, da sind wir beim Auto. Da ist auch geschwärzt gehen von der jungen Madame. Also den Auto, da wir ganz klar als Meinung auch nicht verdeifeln. Den Auto ist noch immer ein zuverlässiges Verkehrsmittel für von A auf B zu kommen, wo mir ganz klar so, das muss noch immer sehen, wohl wissen, dass den öffentlichen Transport bestmöglich muss ausbauen, das konsequent, mehr und dann den allerletzten Punkt. Es sitzen aber auch ganz ehrlich, wir werden hier im Norden, am ländlichen Raum, nie so einen performanten öffentlichen Transport kriegen, wie das vielleicht an der Stadt, zu Straßen oder zu Mama ist. Die Steuer ist unmöglich, für alle 5-10 Minuten einen Bus zu kriegen, das ist aus topografischen, Gründe einfach nicht möglich. Das muss ich in der Woche so. Und dafür zusammen spielt zwischen den verschiedenen Akteuren, da kann noch der Willow dabei holen, wie er will. Aber du musst eine Alternative bieten, das muss funktionieren, sonst als ein Auto und eine Alternative. Weiter für den Chef? Ja, ich war da auch gerade durchschwätzen für meine Redundanzfänge. Wir können nicht alle 5 Minuten im Bus von der Tratte bis auf Pelz zu kriegen. Das macht keinen Sinn. Der Bus ist dann die ganze Zeit idle. Und wir dürfen dann noch natürlich nicht ein Auto verdeifeln. Wir müssen, was zum Thema Mobilität auch mal das spielen, muss man als Verwaltungen dezentralisieren. Weil ich meine, in 2 Wochen da war ein Accident an der Stadt mit dem Kamion und da war die Stadt quasi für 4 Stunden komplett lahmgelöscht, alles rund um die Stadt. Und ich meine, der geringe Mobilitätsminister hat ausgerechnet gehabt, das hat 15 Millionen Euro kostet, also volkswirtschaftlich schert, die das kostet pro Stunde Stau. Du müssen wir Verwaltung dezentralisieren und nicht alles an den Staat knuppeln. Mais daneben, das dann eben von der Höhe nicht muss wie dann Staat, wo wir vielleicht just bis auf Pause, vielleicht just bis auf Battlebrück. Merci. Macha? Merci. Ja, den Auto soll ich nicht verdeifeln, wir müssen aber trotzdem Klimakrise spannend. Wir haben noch nicht so viel darüber geschwart. Und auch Junker, die noch nicht den Führerschein haben, können auch nicht mit dem Auto fahren. Ne? Und ich meine, du sitzen da vielleicht noch am Publikum, vielleicht Männer, weil ihr dann nicht wählen könnt. Mehr, also,
du musst ihn einfach effektiv dezentralisieren, gucken am Norden weiter hinauszubauen, genauso wie am Süden etc. Und es muss ihn sich einfach können verlassen. Wenn der Zug, der an der Zeit geht, gehen soll, muss er gehen. Es kann nicht sein, dass 3 Monate dann irgendwie nicht umgebaut wird. Bon, ich bin natürlich keine Technikerin, das heißt, dummer kann ich mich nicht aus, mit muss ich einfach können verlassen, dass du durchs Land kannst. Merci Mara. Georges? Ja, du hast gespart, das natürlich wenn am meisten auch so von den Distanzen oder von den Strecken, dass du ganz oft beim Auto inzwischen sehr bist, wie zum Beispiel beim Bus. Und das dann auch ganz klar nicht für jeden möglich, dass du dann an dem Fall den Bus hältst. Für uns ist aber klar, dass der Moment schwarz mal von gesamtnationalen Mobilität sind 75% von der WAG mit dem Auto gemacht und der Rest teilt sich auf Buszug, an Velo und Fuß ab. Und da sind wir aber der Meinung, dass man in der Zukunft für das überhaupt am Zufluss auch von Leuten, die wir kriegen, weil den ganz natürlichen Phänomen natürlich ist, dass du auch guckst, den Schlüssel raufzukriegen, ob zum Beispiel 60% von den Trajekten nach meinem Auto gemacht. Am Moment beim RGTR ist es so, das geht wieder nur gespart, wir haben mittlerweile quasi alltag einen Bus, den überall fährt, von 5 bis 11 oder der Weekend, Sonntagspardon, manchmal von 6 bis 10. Das sind konsequent Investor, da gibt es viel Sohn an die Hand geholt. An den Schmengen, am Moment, dass so ein bisschen der Riese auf den Punkt kommt, der dann fängt doch schon der Buschauffeur fehlt, wenn man nach viel mehr weit gehen wie das. Und du hast den öffentlichen Transport, das kein Taxi, und du musst leider mal da rechnen, dass du vielleicht eine Viertelstunde mehr weit in der Weg bist. Du kannst aber natürlich dann zum Beispiel probieren, wenn du den Führerschein nicht, Auto an öffentlichen Transport zu kombinieren und so ein bisschen Zeit zu sparen und irgendwo gut umzukommen. Merci. Anne? Merci, ja genau. Also was definitiv in der Schad geht, ist, dass hier am ländlichen Raum, dass in hier wirklich teilweise auf den Auto angewiesen ist, dem nur wohin gerade wohnt. Und du muss man verhindern, dass der Norden irgendwie ein Naherholungsgebiet für die Stadt der Harie gibt, weil es kann nicht sein, dass wenn ich irgendwo hier, dass wenn ich 15 Kilometer muss fahren, dass ich meinen Bus 2 Stunden brauche, und am Auto eine Viertelstunde. Du weißt, da will mir zum Beispiel auch einer anderen zum Beispiel Baustelle besser koordinieren, weil wenn ich auf einer Platz eine Baustelle habe und ich musste irgendetwas an einem Tunnel schaffen, dann sollen die anderen Arbeiten direkt matt gemacht gehen, für das, oh, die Baustelle ist nur 3 Monate fertig, oh gut, dann fängt man direkt die nächste an, oder dass man etwas muss empfohlen, weil bei uns am Redner Kanton ist es so, dass zu Reichel als ein Rot Lucht, zu All als Breck gespart, und das noch irgendwo ein Breck gespart. Aber wenn ich jeweils eine Tour will fahren, dann muss ich einen Umweg von 20 Kilometer machen an der Busse recht. Und wir hatten nicht lo, wie zu Buhr, also wenn ich über Söll will an die Stadt fahren, da war die ganz Vorauszeit, war du Chantier, und wir müssten teilweise beim Bus Und ich gebe auch, da wir durch auf den Punkt zu kommen, ja? Durch tolle Landsche fahren, für auf einen Platz zu kommen. Und das Problem besteht einfach darin, dass ein allgemein Leute während 2 Stunden oder von morgens frei müssen an den Start fahren, auch an all gute Mann den Trick. Und da will man klar Verwaltungen dezentralisieren, Arbeitsplätze am ländlichen Raum schaffen, Pendler op de Grenzen opfänken und du Coworking Spaces errichten für einfach das ganze Land vom Transport entlascht geht, und da können die noch besser führen. Steht die Männer am Stau. Ja. Merci Anne. Laurent noch? Merci. Ma wie schon viel ugeschwert gouf, schmeng den öffentlichen Transport, dass der gratis ist, das ist eine ganz gute Initiative, und das begrüßt auch Schiedverein. Und da sucht de Planning ugepasst gouf, schmeng das auch eine ganz gute Entwicklung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch daran denken, am ländlichen Raum, am Norden, ist ein Auto nicht wäsch zu denken. Da kommt man nicht erlernst. Und da soll ihn dann auch das nicht verdeifeln. Das heißt auch, der Schwarz zwischen Verbrenner oder Elektroauto soll bestehen bleiben. Da kommen wir auf den Zug zu schwätzen. Den Zug, der muss wissen, zwischen Ettelbrück und Lohai-Volz und Dueven-Ölven, da liegen 22 Tunnelen. Die Tunnelen, die sind an der Moyenne 160 Jahre alt. Ich will den Teufel nicht Mauer malen, aber das, was am Tunnel Schierbusch geschieht, das kann ja noch einmal geschehen. Und dann sind wir immer ein wo der 12 Meter aufgeschnitten. Das heißt, du musst so sehr wie möglich Etüde kommen, für eine zweite Zuglinie dabei zu bauen. Weil wir nicht gesehen, und das kommt dann auf meinen dritten Punkt, den Ausbau von einer 4-spurischer Nordstrecke.
weil die Zeit wo kein Zug gefahren ist als all Bus bis op Nordstraße kommen für dann an den Süden an Staat zu fahren an da stehen sie alle Guten am Stau das heißt wir haben zwar wohl eine Busverbindung die ist aber wenn der Bus 1 oder 2 Stunden Verspätung hat dann ist in der Welt nicht zur Zeit kommen und da müssen wir die 2 Hauptachsen ob der Zug lehnen an den Hauptachs op der Nordlehn für den Autotisch dann 7 muss man feierspurig ausbauen an Zuglehn zweispurig ausbauen. Vielmals merci Laurent. Wir können natürlich noch lange weiter diskutieren. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Ich habe gesehen, dass George und Erik hat sich gemeldet. Wirklich ganz kurz verhalten. George und dann Erik. Just der Punkt, also was Zugverbindung angeht, ganz klar, also da muss etwas geschehen. Auch hier will ich einmal betonen, da tun sie, was die letzte Woche schon mehr wie ein Jahr gemäht, müssen die Leute einfach so, was das geht. Wir haben da Tunnel, die sind Jahrhunderten alt, die müssen restauriert, die revalorisiert sind, die sind ganz klar bei ich. Wir müssen einfach bei den Fakten bleiben, die Strecke, die wir haben zwischen Ettelbreck, Elve, Wolzei, Woven hin, dann auf der einen Seite auf viele Plätze längs, der Schiefer, der Birsch und auf der rechten Seite für den Wasserfluss, da muss man eigentlich immer erklären, wie du ein zweit Zuglin Gleis will bauen. Ich weiß nicht, ob in der über den Nie baut, das also auf viele Plätzen einfach nicht möglich. Das muss ich auch ganz klar sagen. Das ist das echt. Zweitens Nordstraße, und das will schon ein bisschen rappellieren, dass am Juli 2021 aus dem Ausbau von der Nordstraße erstens gestimmt gehen, ob die Plätzen wo es Sinn mischt. Das wird jeder mit gestimmt außer der DDR. Und zweitens auch sekurisiert gehen. Und da müssen die Leute auch so, wenn in ein feierspurig intensive will, da müssen die Leute auch so, dass da auf viele Plätze nicht geht, weil da fehlt die Leute durch den Gart, das muss ja verschiedene Häuser aufrappen, da sind wir bei einer Expropriation, das geht dann auch nicht. Dafür auch hier, du musst in Summen am Dialog mit den Gemengen, mit dem Staat gucken, was möglich ist, und dann pragmatische Ideen finden, die aber auch umsetzbar sind. Und nicht die Leute Sachen versprechen, die an die nächsten 5 Sektionen nicht umsetzbar sind. Ich weiß, das ist nicht immer einfach, sich kurz zu fassen. Denn George hat schon gesehen, dass du Laurent auch den Mikro geholt hast, die Kinder dann nur ganz kurz zum Zug, das ist ja tatsächlich im Moment so, dass man echt kein Kapazitätsproblem auch noch kein Taktproblem auf der Linie haben, mehr ein Zuverlässigkeitsproblem, das heißt, und Verspätungen und so weiter muss wirklich noch geschafft gehen. Dafür gucken ja auch, wo der Stau sitzt und nenne ich im Zug, dann steht, dass ja an der Stadt, an den drinnen, gegen Peterburg und so weiter, da wird ja massiv investiert, für die gerne auszubauen. Und dann will den Erik am Anfang schon alles so, was ich für gerne so. Mama am Anfang kann ich Zeit sparen und selbst ein Match machen wie bei der Tageblatt-Table Laurent, dann erklär mal, wann ich klifft, wie die feierspurig Nordstrecke möglich ist, mit den Standspuren, wann die Platz nicht gehen ist, aber man muss die Zeit anholen. So viel Zeit haben wir leider nicht, weil wir ein Mobilitätsproblem, das Bus gleich fahren, sonst kommen die Leute nicht heim. So viel zum Thema. Laurent, du warst auch ganz sehr nach abreagieren. Die 30 Sekunden gehen schon nach und da muss man wirklich. Mal wieder schon gesagt, das Projekt ist gestimmt, gehen die Projekte von der ADR nicht mitgedrohen, weil das genau wieder gesagt wird. Ob die Plätze, wo es möglich ist, da kommen nicht nur 3 Spuren, aber da kommen nur noch 2 Spuren, also 1 Spur bei Seite dabei, mit einer Standspur. Das heißt, da sind wir auf 5 Spuren. Ja, an der Breite. Aber wenn ihr dann da einen Leitplan mitmöchtet, wie viele Spuren ihr dann? Dann hat noch immer 2 Spuren auf der Seite. Also da, wo es möglich wäre, können die ganz voll eine feierspurig. Doch Standspuren. Ja, das ist an ein Leitplan. Also das sind einfach Gesetze, die sekuritäritär, die muss anhalten. Voilà, das ist 3-spurig, feierspurig. Die froh bleiben noch ein bisschen am Raum stehen. Es wird mal wirklich ledig. Ich weiß, dass man allein über verschiedene Sachen diskutieren. Wir haben aber die Zeit, die man hatte, so gut genutzt wie es geht. Ich schon erst muss merci für die Nullausstrinnen an Erfroen. Und erst noch viel Courage, aber eine Chance für die letzte Stage. Und erst dann hoffen, dass er überall durchkommt von der Welt. Schönen Tag noch.